Rast die aus. Da rast die aus. Da schmeiß ich die Prügeln aus. Die schmeiß ich aus. So, schauen wir jetzt da selber ein wenig zu. Das ist immer gut. Vor 105 Sekunden live gestreamt. Warum hauen den alle ab, Zifix? Was ist passiert? Keine blöde Idee, alle gegangen. Das ist scheißegal. Das ist ja wurscht. Um das geht's jetzt schon gar nicht mehr. Ja? Zuschauer, das ist immer so. Da kann ich 34 Mal. Deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass mir sowieso keine Sau zuhört, was ich verzeihe. Wenn ich sage, ich komme in einer Minute wieder, ja, ist ja wurscht. So, also, jetzt lasst mir mal den Stream mal nochmal 3 Minuten laufen. Ja? 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, whatever. Ist mir wurscht. Ich weiß nicht, was der Padre jetzt da gerade einer spammt, aber ist wurscht. Okay. Ich beobachte mich jetzt einfach bloß selber und schaue, ob sich da irgendwas verpixelt, verzirkt oder sonst irgendwas. Bis jetzt, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Ne? Der Herr Grückel schreibt, ist was gewesen? Ja? Was? Wer? Ich? Weiß ich nicht. Ich bin einer von denen, ich höre nicht bloß nicht zu, sondern ich schaue auch nicht einmal hin. Sorry, merci fürs Zuschauen. Läuft besser. Läuft es jetzt besser? Ernsthaft oder was? Schlimmer wie vorher? Das glaube ich nicht. Das glaube ich. Was gut sein kann, ist, wenn ihr einen Stream ausmacht und wieder einmacht, dass bei euch die Qualität oberschaltet auf 280p oder so. Also dann schaut es wirklich aus, als würde ich mit dem Toaster aufnehmen. Musst du wieder auf HD stellen. Spackt immer noch. Also bei mir spackt nichts, um ganz ehrlich zu sein. Bis jetzt zumindest. Wir alle Nylon, schaut mit Sicherheit auch nicht. Ja, jetzt haut sie, einwandfrei, schreibt Sandra. Frau Köhnlein, vergeht's gut, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Ja, das sind wie meine 6, nein, wie ist das Gesöff da? Fürs Herz. Doppelherz. Ja, 6 Entertropfen. Der 6 Entertropfen Lifestyle. Weißt du, der ist vorprogrammiert, wenn die Scheiße nicht läuft. Okay, jetzt zum Kühlschrank und hauen wir die 6 Entertropfen ins Face und dann ist alles wieder gut. Also ich glaube, es läuft wieder. Ich habe jetzt da auch Nein, es läuft nicht! Warum nicht? Warum? Nicht! Manche fragen mich selber, warum ich eine Töne erzeugen kann. Glitches hinter allem da. Jetzt haut sie. Geht schon, jetzt macht's halt nicht so ein Drama. Bei mir ist alles Bild selbst nach Neuladen immer noch Schlaganfall. Stefan Wanger, viel besser wieder. Ja, bis jetzt gerade war gerade ein Totalausfall drin. Herr Silvia, hört jetzt bitte auf, im Geld um anzuschmeißen. Beim Bilder geht's ZUAWIA, bei mir im Büro, es geht nett, ja. Mach was. So geht's bei mir jeden Tag im Büro. Ich weiß nicht, ich seh's ja selber. Ich weiß nicht, was kaputt ist heute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag's euch, wie es ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich mal komplett, wer immer gerade mit einer Donation schmeißt, ich weiß es auch nicht. Es pixelt immer noch. Ich weiß es nicht. Ich hab nichts umgestellt. Nichts. Ja, dann weiß ich auch nicht, was wir dann tun. Meine Güte, ich hab die Schnauze so voll, oder eigentlich, keine Ahnung. Aber sowas von voll. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Es ist nichts anderes wie sonst. Keine Ahnung. Das tut mir leid. Keine Ahnung. Passiert das nur bei bestimmten Sachen? Passiert das nur bei Donations? Passiert es, wenn der Chat eskaliert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, ich sag's euch, wie es ist, ich weiß nicht, was los ist. YouTube geht's auch nicht, also. Ja, wenn es auf YouTube nicht geht, dann geht's auch auf Twitch nicht übrigens, weil ich dieses Signal bloß einmal dahin sende und dann dieses Bild, das da ankommt, verteilt wird bei was weiß ich, bei YouTube und bei Twitch. Also, mir steht's da, laufen da Updates bei dir? Nein, natürlich nicht. Mr. M, aber vergeht's für den Euro. Ich lerne mir jetzt einmal einigermaßen aus dem Fenster, ja. Ich weiß schon einigermaßen, was ich hier tue, deswegen regt es mir ja gerade so auf, weil es nicht erklärbar ist, warum es nicht geht. Ja. Es sind 1:1 dieselben Einstellungen wie immer. Es ist alles das gleiche wie sonst. Okay? Weißt du, was wir dann heute dafür heute tun? Dann macht mal einen Blätschmerz-Micker draus. Was haltet ihr da davon? Haltet mir da was davon? Ich weiß es auch nicht. Und bis zum nächsten Mal werde ich mal OBS installieren und das ein bisschen testen, wie das hier ist. Das kann so nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, nichts ist umgestellt, keine Ahnung.
Haben wir mal Blödschmerz mitgehört. Aufhören. Warte mal, der Blackswheel ist da der technisch versierte Mann. Restream hat vielleicht Probleme. Ja, gut. Das ist der einzige Gedanke, den ich auch gerade habe. Dass Restream vielleicht Probleme hat. Und das, was da gerade passiert, keine Ahnung. Jetzt hat es gerade wieder pixelt wie Sau. Ich sehe es ja selber da. Ja, gut. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann stehe ich jetzt einmal in Stream um auf Just Chatting. Und dann schau, Freestyler, Alter, es geht. Ja, liebe Grüße aus Österreich. Ja, nein. Geht's nicht. Viele von euch, denen werden es wahrscheinlich wurscht sein, wenn da irgendwann einmal so ein Pixel-Bats drin ist oder so alle 30 Sekunden. Aber ganz ehrlich, so möchte jetzt ich auch nicht anschauen. Und ich quäle euch jetzt mit Sicherheit nicht mit alle 30 Sekunden irgendwelche pixelverzogene Scheiße. Herr Ritschl, vergeht's für den Zwickel. Und, yo, so, jetzt machen wir die Depp-Fegel, nicht mehr, nicht weniger. Der Titel kann bleiben. Depp von Fegel. Hört jetzt bitte auf, wenn nichts geht. Und da habe ich erst recht ein todesschlechtes Gewissen. Sau von Carsten Gustl, dann geht's. Ja, 6 Entertropfen Lifestyle. Ab in den Chat. Hashtag 6 Entertropfen Lifestyle. Los geht's. So, und dann machen wir mir da Just Chatting draus. Auf Twitch, jawohl. Und was machen wir da? Keine Ahnung. Da machen wir nicht Gaming, da machen wir Unterhaltung. Und wir machen einfach Grütze fix. Mein Leid, bitte. Nix geht. Dann halt. Mr. Bavarian vergeht's für den Euro. Dann halt Blade-Schmerz. Grütze fix, nix geht. Dann halt Blade-Schmerz. Ich entschuldige mich im Namen von mir. Für diese Unprofessionalität und Scheiße! Auf gut Deutsch gesagt, Entschuldigung an alle, die ihr Headset auf haben. Ja, Moment, ich bin noch am Umschreiben. Jetzt lasst euch einmal Geduld jetzt euch, ja. Das ärgert mich jetzt richtig. Ja, da bin ich richtig krass lästig. Vor allem, weil ich heute eigentlich ziemlich gut gelaunt war und richtig Bock hatte. So, Kruzifix, nix geht, heute Blödschmerz, bla bla bla. Unterhaltung, speichern, los geht's. Freunde der Sonne. Was die haben wir jetzt da, Thumbnail der auch noch ändern, weil warum haben wir sowieso sonst nichts zum tun. Es steckt zwar Montag im Thumbnail drin, aber das liest sowieso keine alte Sau. Hashtag 6 Entertropfen Lifestyle. Nix geht, that's what she said. Deswegen, also das. Birgit! Erstens, meine letzte Donation ist nicht angekommen, zweitens, immer noch Pixel. Ich weiß schon, Birgit, Dankeschön. Nicht zweimal schicken, ich lasse jetzt da nebenbei, lasse ich einmal das Ding auf. Lasse ich einmal das goldene Eventboard auf, damit ich wenigstens die Donations sehe, die kämen aber nicht angezeigt werden. Wird jetzt unendlich. Was ist denn los mit dir? Schrecken, ist das laut, Kruzifix. Mr. Läuft bei mir. Vergesst für der Mitgliedschaft der Vollbis. What? Ab in den Chat, habe drückt, Mr. Läuft bei mir. Warst du nicht schon Mitglied? Wie hast du denn das gemacht? Bist du der Einzige, der wieder 2 mit 5 Euro im Monat zahlt? Ja, Guys, da kommt man wegen Tipp vorbei und sieht nur die. Ja, wir hatten gesagt, dass ich keine hab. Ja, wenn ich mir nicht alle den ganzen Tag gleichzeitig mit Geld anschmeißen, dann darf es ja sehen. Bist der Dampfexpress, vergesst nicht für den Zwickel. Not sure if Unterbier oder Paketverlust. Sehr schöner Spruch. Not, du musst immer am Fry denken, wenn er seine Augen so zuzwickt. Not sure if Unterbier oder. Das ist gut. Er hat mich zum Locher gebracht. So, jetzt ist aber irgendwie Zeit für mich, dass ich euch zum Locher bringe. Erst einmal brauchen wir eine Muse. Ja? Hashtag arroganter Wichser wie ich bin. Lauft natürlich nur meine eigene Muse. Moment. Und weiß uns von der Ground hängen wir an Kilometer Schwimmer drauf. So, ist es laut? Letztes Mal am Montag war die Musik ein bisschen laut, habe ich im Nachhinein gespannt. Ja, war ein bisschen viel. Der Technik-Freak-Chef, Sender mit der Maus. Wollen wir uns miteinander eine Folge Sachgeschichten-Sendung mit der Maus schauen? Wollen wir das? Falls wir das wollen, dann ja und nein, ab in den Chat. Herr Geibefee, oh la la. Bürger alias der Depfneid. nicht
nicht manche Leute wollen die Welt brennen, einfach nur brennen sehen, sondern manche Leute wollen einfach bloß die Depf sehen. Patrick schreibt, ja, von der Feuerwehr, ja, ich kenn's schon. Also, Mr. Gentleman, vergesst nicht, das ist ein Pixelfehler. Ich Fehler als Pixel. Okay, also der hat wirklich, ich hab's gewusst, ey. Ich hab die brutalste, was sagt jeder YouTuber, ja? Jeder sagt das. Aber ihr seid die Allergeilsten. Da ist nicht einer dabei, der keinen Bock auf Sendung mit der Maus hat. So, dann schauen wir uns jetzt aber auch die Sendung mit der Maus an. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Nilfrido, vergesst wieder den Euro. Jawohl, der MC Birger legt einmal geschmeidig und auf. Sauber, nicht auflegen. Spitten. Freestyler. Rock a Microphone. Kennst du das? Merci dir für deine Vollbioscope-Mitgliedschaft, Bro. So, und jetzt müssen wir da mal erst einmal alles zumachen, was entweder kann was angeht oder was auch immer. So, jetzt pass auf. Fernsehen bildet. Ich glaube, die haben ganz viel Videos, jetzt passt so. YouTube-Videos schauen. So. Ich hab da leider Gottes, meine Monitoraufnahme funktioniert, glaube ich, nicht so, wie es soll. Ja, was? Nix funktioniert! Nix! Warum nicht? Warum nicht? Ich versteh's nicht! Ich versteh's nicht! Jetzt pass auf. Monitor. So, ja, geht doch! Ich hätte gern an Bauer Hermann D. Den, was hättest gern? Den wen hättest gern? Da bin ich ja sauber zu klar und ach, schauen wir es uns einfach so. Das ist ja scheißegal. Läuft bei mir Vergeizgott für was auch immer, Pumuckl oder Pippi Langstrumpf. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, da will ich wahrscheinlich wieder aus dem Link strikt, wenn ich mir Pippi Langstrumpf und den Pumuckl anschaue. Aber mit der Sendung mit der Maus. Ja? Sendung mit der Maus. Da wenig Kranplätze müssten verdichtet sein. Wie ein Kran, haben wir gerade beim ersten, wie ein Kran in die Höhe wächst. Ich hoffe, dass diese Sendung mit der Maus-Folge ist, weil sonst ist ja gut jetzt. Lichtner, Sendung mit der Maus. Alle haben Bock auf Sendung mit der Maus. Ihr habt's wirklich die Allergeilsten. So, jetzt schauen wir uns einmal so. Geht das da gescheit? Ja, wer weiß, mit Ton oder? Wachsen wie ein Baum oder eine Blume? Oh, yeah. Vor allem diese beruhigende Stimme von diesem Typen, Alter. Ich will meine Musik kurz ausmachen. So, jetzt aufgepasst. Ich mach mir ein bisschen kleiner. Ich tue mir ein bisschen da. Kann ein Kran wachsen wie ein Baum oder eine Blume? Oh, klar, sieht man ja. Klar, sieht man ja. Aber warum soll er das? Und wie geht das? Fangen wir mal ganz... Herr Meier, Sendung mit der Maus in 240p, wie damals. Alles klar, Freunde der Sonne. 240p und los. Einfach an. Also, wir sind in der schönen Stadt super Wesel, Tipp, super Tipp. So, für alle Jungen, die da sind, ja, ich bin mit dieser Sendung aufgewachsen und viele von euch auch, ja. Einige von euch nicht, aber viele von euch sind auch mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Und so in etwa in dieser Qualität, wie man es da herum sieht, so haben wir uns das damals auf Röhrenbildschirmen anschauen müssen, die so fett waren und so viel gewogen haben wie einer selber. Manchmal sogar doppelt so viel wie einer selber. Da unten steht sogar noch so ein Röhrenfernseher, ich habe noch einen da. Das ist speziell für Nintendo 64 und all die Playstation-Spiele. Und so. Läuft bei mir auch der Peter, lustige Stimme. Das ist nicht ein Peter Lustig, seine Stimme. Nie. Ich weiß leider Gottes gerade nicht, wie der Moderator von der Sendung mit der Maus heißt. Einer heißt auf alle Fälle Christoph und der andere, wie der Eltern halt von denen, das ist der. Breit. Und wo eine Stadt ist und ein breiter Fluss, da ist meist auch eine Brücke. Hier ist sie. Das ist eine alte Brücke. Die tut's nicht mehr so richtig, ist zu eng. Es soll eine neue Brücke gebaut werden. Und um eine Brücke zu bauen, braucht man natürlich einen Kran. Klar, kennt jeder, habt ihr alle schon mal gesehen. Da ist er. Na, Dankeschön. Wenn man jetzt ein Kran. auf der anderen Seite des Rheins nochmal... Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man einen verfickten Kran aufbaut? Ich weiß nicht, wie man einen Kran aufbaut, aber lustigerweise interessiert's mich. Obwohl ich nie in meinem Leben wahrscheinlich einen Kran aufbauen werde. Auf diesen Kran schaut, dann sieht man, dass da der Pylon für die neue Brücke, also diese Stütze, gebaut wird und der Kran da oben drüber passt mit seinem Ausleger. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Spray heißt Armin. Schau, selbst wenn du es jetzt sagst, hätte ich es nicht mehr gewusst. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat. Aber das glaube ich jetzt einfach freiweg, dass der Armin heißt. Dankeschön, Flo, für deinen Zwickel. Und vor allem die Information. Dieser Stützpfeiler, der Pylon, soll wachsen um das Stück, wo später die Seile dran befestigt werden.
Und wenn das gebaut werden soll, dann ist der Kran zu niedrig. Dann würde das nicht mehr passen. Und deswegen muss der Kran wachsen. Also, damit er nicht umkippt, wird er erstmal mit so einer Stütze an der Seite von dem schon fertigen Pylon festgemacht. Da sieht man es noch. Ja, aber es wird doch nicht, wenn bei uns in der Stadt zum Beispiel ein Kran steht, so wie das da, dann wird der doch oben nicht festgemacht. Wobei dieser Kran wahrscheinlich auch ums Dreifache her ist wahrscheinlich. Nochmal, damit der Wind ihn nicht umschmeißt. Kranplätze und müssen verdichtet sein. So ein Teil genommen. Das sieht aus wie so ein halber Kran. Da ist so eine Maschine dran. Halber Kran. Meister, vergelt's gut. Servus, Birger. Was ist los? Kein Tomb Raider. Um die eine Seite. Tomb Raider fällt heute aus, weil der Stream irgendwie rumspackt. Ja, hier Pixelbrei da und wir machen heute einen Schmerzmicker. Haben wir uns allesamt darauf geeinigt, Schmerzmicker, und jetzt schauen wir Sendung mit der Maus. So schaut's aus. Des bestehenden Krans drumherum gelegt. Und dann kommt von der anderen Seite eine andere Hälfte. Da ist nicht ganz so viel dran. Und was mich jetzt allen Ernstes interessieren ist, da muss doch oben ich weiß ja nicht, wie man das nennt. Bildung beim Birger, ja, hallo? How to Kran. How to Kran. Ja, meinst du, dass ich mir vorher, alle meine How-Tos basieren auf der Sendung mit der Maus. Ich sag's, wie es ist. Ist ja gut jetzt, Leute. Ich mach jetzt ohne Scheiß, ich flippe aus. Birger, mein Alter, sagt, du bist brutal sexy. Was du flurst wie ein Bierfahrer. Also, das hat noch nie ein Weiberlein gesagt. Sagst, so, bind einmal deine Alte lieber fest. Und die kommt auf der anderen Seite. Was schon jetzt ist, Diese mit beiden dem Maus Teile werden dann zusammengezogen und verschraubt. Mein Leid, ohne Scheiß, Das ist so ähnlich, als wenn man Fuchs, seine vergesst für den Arme um Zirkel. eine Leiter legt und sich damit festhält, damit man nicht umkippt. Was, diese geilen Erklärungen immer. Diese geilen auf das Niedrigste heruntergebrochenen Erklärungen, wie das jetzt funktioniert, dass das Kranstück da quasi da oben eingesteckt wird und dass man den dann da so umeinander schieben kann. So, und weil man da später um dieses Gerüst rumlaufen soll, wird dann noch eine Galerie gebaut. Bei der Sendung mit der Maus kein Pixel. Ja, ernsthaft jetzt. Ja, dann ist jetzt auch schon wurscht. Jetzt schauen wir Sendung mit der Maus. Jetzt wir bei der Sendung mit der Maus Pixelfehler #Geldgeiler Wixer und dann noch Michael aus. Jetzt bitte schon auf. Bitte, machen wir den nächsten Stopp, okay? Es ist genügend. Es ist genug jetzt. Viel genug ist schon wieder. Und es hat noch nicht einmal was funktioniert. Heute mir der man noch nicht mehr außer fucking Sendung mit der Maus schauen, okay? Donation Stopp bis mindestens um 8:45. Machen wir mal eine halbe Stunde Ruhe. Schauen wir einfach einmal Sendung mit der Maus. Schafft man das? Aber natürlich von ganzem Herzen vielen Dank. Bitte, danke. Und weiß das eh. So. Es nervt nämlich wirklich leicht, wenn wir alle 2 Sekunden das Video unterbrechen müssen, weil der Cast da kommt. So, los jetzt. Du wisst, wie der Kran baut wird. Damit keiner runterfällt. Und dann noch eine etwas höher. Da sieht man sie jetzt gleich. Die ist an der einen Seite offen, hat aber ansonsten auch ein Geländer. So. Und dieses ganze Gerüst wird jetzt am Kran hochgezogen. Das macht der Kran selber. Es wird jetzt gerade fragen, macht das der Kran quasi selber, dass er das da aufzieht. Ganz bis nach oben unter das Kranführerhäuschen. Da sieht man es jetzt, das Kranführerhäuschen und drunter dieses Gerüst. Und wie hält sich das Gerüst an dem Kran jetzt fest? Da muss ich kurz auf Pause. Der Karl schreibt, hast einen neuen Dampfer, es schaut aus, als dass du auf deiner externen Festplatte umeinander lutscht. Ja, ich habe einen neuen Dampfer, weil mir mein alter runtergefallen ist. Es ist dasselbe, bloß in weiß-gold, weil er runtergesetzt war. Ja, das Ding schaut, ist so stockschwul, dass es ganz aus ist. Wo man wieder bei geil warten, aber das ist mir scheißegal, wie das Ding ausschaut, ganz ehrlich. Der war, glaube ich, auf 35 € oder so runtergesetzt, von 60 oder 70. Das ist so ähnlich wie wenn man auf eine Leiter steigt das ist der und sich mit dem Fuß auf der Sprosse festhält. Und so hält das Gerüst unter dem Kranführerhäuschen. Das ist so eine Sprosse. Da kommt der Fuß, da kommt der Fuß, da kommt der Fuß. Da kommt der Fuß. Und das ist so simpel. So simpel. Smurf, wenn jetzt der Vorschlag, Sachgeschichte, Kloschüssel, so, dann kann man jetzt geht's los mit dem Wachsen. Das sind die Teile, die in den Kran eingebaut werden. Kommt da noch. Leute, dann Sachgeschichte, sieht man, Kloschüssel. dass das ziemlich große Stücke sind. Und wie geht das jetzt? Wir gehen die Dinger jetzt auf. Als erstes wird so ein Teil von dem Kran hochgezogen. Ich da 1000 Todessterne, ich sag's euch, was ist. Ich hab doch, ich Hobby, der brauche ich nicht dran umreden. Ich habe ein massives Höhenproblem. Neben dieses Gestell, was eben hochgezogen worden ist. Da wird es mit Sicherheit da so eingehängt. Nehme ich mal. Oben an diesem Gestell sieht man, so ein Pinsel herausragt.
Pin. Der wird jetzt ganz wichtig. Aufgehängt. Rechts und links. Das ist so interessant. Stehen zwei das ist so interessant. Dieses neue Teil da langsam reinbuxieren und gucken, dass sich das in diesen Pin ordentlich einhängt. Da sieht man es jetzt. Und jetzt hängt ein neues Stück neben dem Kran und dem Gerüst, was eben hochgezogen worden ist. Dann wird der Kranhaken wieder ausgehängt. Und jetzt geht's ich sitze einfach bloß fasziniert da und mag das anschauen. Ich mag's gar nicht kommentieren. Als erstes ich mag's gar nicht kommentieren, weil es so was alte Kran auseinandergeschraubt. Müssen wir einfach alle mit unserem Maul halten. Herr Boris, das Ganze da findet der Peter immer noch ausgeschlagen. Nicht mehr so lustig. Ja, ist best. Der Peter Lustig war ein guter Mann. Das Stückchen mit dem Kranhäuschen ein Stückchen höher gedrückt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie dieser schwarze Pin sich da raushebt. An jeder Ecke sitzt ein Monteur und schaut, denn das ist jetzt ein ziemlich spannender Moment. Ich darf mir so in Tosen scheißen. Ich schwöre bei Gott, ich darf so in Tosen scheißen, was auch immer da gerade passiert. Das ist eine Sendung für Kinder, ich kann nicht folgen. Jetzt kommt der Fuß ins Spiel. Scheiße. Den wir eben schon mal gesehen haben. Dieses silberne Ding, das ist eine Presse, drückt jetzt das ganze Gestell, das eben um den Kran gebaut das Ding hat quasi Hydraulik für das Kranführerhäuschen und Ausleger ein Stück nach oben. Das ist so ähnlich, als wenn man sich mit einem Fuß abdrückt und dann den anderen Fuß auf die gleiche Sprosse auf der Leiter absetzt. So einfach ist es erklärt, weißt du? Abdrücken und den nächsten Fuß nachziehen. So einfach ist es erklärt. Und so passiert das hier auch. Also, da ist die Presse, die das hochdrückt, das ganze Gestell, stützt sich unten auf dieser Stufe ab. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, wie sich das millimeterweise bewegt. Im Zeitraffer sieht man es etwas besser. Das ist ein Hydraulikpressen. It press Hydraulics. Das ist völlig egal. Der Witz ist immer gut. Der ist immer gut, egal mit was für einem Wort. Für alle, die... Herr Nusser, vergesst gar, bin da, schauen wir aus, aktueller Stand. Bitte, der aktuelle Stand ist, dass wir mir lauter Pixelfälle heute leider Gottes im Stream haben. Für alle die, ich habe es nämlich schon wieder ein paar Mal im Chat jetzt gelesen. Donation Stopp ist bis um 8:45 haben wir mindestens und dafür schauen wir jetzt Sendung mit der Maus. Bester Mittwoch ever. Da geht das ganze Gestell eine Stufe höher. So, und wenn das eine Bein, diese silberne Presse, ganz ausgefahren ist, dann kommt das andere Bein und setzt sich auf der nächsten Sprosse ab, wie ich eben auf der Leiter. Wird wieder ein bisschen abgelassen. Jetzt stützt es sich auf der nächsten Sprosse ab. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was da alles passieren kann. Was passiert ist, dann. Also, wenn da einer Scheiße baut, ich da oben durch dran. Da sieht man's. Das ist ein Gabelstapler, jetzt stapelt's Gabel. Das ist ein. Bis es bei der Sprosse Danke, Grafik für. Was? Danke, Grafik für die Maus. Achso, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe schon gesehen, wir müssen mehrere Sendungen mit der Maus schauen. Und dann drückt das Bein das ganze Gestell hoch bis zur nächsten Stufe. Das andere Bein wird wieder rausgezogen. Ausgedrückt. So, und das kann man natürlich im Zeitraffer etwas besser sehen. Zeitraffer ist ja verständlicher machbar. Es ist immer eine so Stufe, noch eine Stufe. Faszinierend, zu was der Mensch in der Lage ist. Das ist immer faszinierend. So lange, bis die Lücke zwischen dem Kranführerhäuschen und dem Kran so groß geworden ist, dass das Teil, das bis jetzt nebendran an den Pin gehangen hat, da reinpasst. Und wenn es drin ist, dann wird es in den bestehenden Kran eingesetzt. Da muss man die ganze Ding. Dann wird es langsam. Was mir die ganze Zeit Ding ist, dieses windige Gestell. Das, was weiß ich, wie hoch ist so ein Kran? Hat er das gesagt? Wenn er es gesagt hat, dann habe ich nicht aufgepasst. Das tut mir wirklich leid. Zu was der Mensch imstande ist völlig Irrsinn eigentlich. Und was der wir machen systematisch unseren Planeten kaputt, bringen wir uns alle gegenseitig um und sind den ganzen Tag nur lästig. Ich verstehe es halt einfach nicht. Abgesenkt, das neue Stück. Geht natürlich auch wieder millimeterweise. Dann wieder die Bolzen rein. Das Ganze verschrauben. Tatsi! Das war das erste Teil. Terry Birger in der Schwede, erstmal der dritte. Das ist wirklich, lest's vor? Leere Bilder in der Spätschicht erstmal die dritte Halbe und mit Ohrstöpsel dein Stream. Hören während der Arbeit D. Es ist mir eine Ehre, dir deinen Arbeitsalltag
Abend oder Nacht, wie auch immer, etwas zu versüßen, den Zähnehälse braucht und du weißt es und alle anderen auch. Vielen herzlichen Dank. Du kannst es nicht wissen, weil du jetzt gekommen bist wahrscheinlich. Bis 8:45 ist hier Donation-Sperre. Wir schauen mal jetzt die Sendung mit der Maus. Und an der Stelle lasst mir ein Like da für die Sendung mit der Maus. So. Was reingesetzt. Soweit haben wir schon gekommen, dass ich um Likes bitte, weil man und die Sendung mit der Maus dafür verantwortlich ist. Das ist gut. So, das ist gut. Ja, mit Sicherheit haben wieder Leute dabei schon, hier, jetzt schau die Sendung mit der Maus, weil ihm gar nichts mehr einfällt. Und so werden insgesamt 9 Schau dir mal die so! Schau dir mal die so, wie verfickt hau, dass dieser Scheiß Kran ist! Wie geht denn das? Das geht doch nicht! Glaube ich ihm nicht! Das ist gelungen! Das ist Photoshop! Was weiß ich? Übereinander Stückchen für Stückchen aufgebaut. Das Ganze dauert ungefähr 2,5 Tage und vorher war der Kran ungefähr 100 Meter hoch und wenn alle Stücke drin sind, dann ist er ungefähr 150 Meter hoch. Und das ist dann... Das Ding ist 150 Meter hoch. 150! Ja, spinnst du! Also, du musst immer an den Typen. Warte, ich schiebe mir jetzt da mal auf. Du musst immer, ich wiederhole, 150 Meter. Ja? Ich scheiß mal bei 20 schon ins Hosal. Oder ins Hosal nicht, aber da wird man schon komisch. Ja? Aber du musst ja immer den Typen geben, der da drin sitzt, in dem kleinen weißen Heisal. An dem muss Dinge. 150 Meter. Und dann geht da oben wegen einer Windel. Schatzi einmal. Du kannst mich so am Arsch lecken. Ich sag das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Respekt an diese Typen. Also keine Ahnung. Genau die Höhe, die man braucht, dass der Kran dann, wenn der Pylon höher wachsen soll, Chef, Bauer Hermann und du wirfst dich weg. Was? Bauer Hermann und du wirfst dich weg? Was soll man das sagen? Bauer Hermann zuhören, oder was? Mit der Kamera am Kranhaken hängt, dann sieht man, wie Schau dir klein das der so. Pylon da unten, Schau der dir bis jetzt das gebaut so. worden ist. Was? Allein dieser Pylon, wo die Brücke drauf gebaut wird oder wo die dann eingekinkt wird, der ist wahrscheinlich so fett und so riesig, dass du einen Schlaganfall kriegst. Und das Ding schaut jetzt aus, als, weiß ich nicht, könnte man in die Hand koten und Lindenstuhl oben schmeißen und dann nicht treffen. Bauer Hermann Best of ist geil. Ich weiß nicht, wer der Bauer Hermann ist, aber das werden wir uns einmal schnell anschauen. So, jetzt wisst ihr, dass auch ein Kran wachsen kann, wie ein Baum. Das ist krass, das ist krass. Das geht. Ja, das ist so ganz genau, weiß ich es nicht, ich gib's zu. Armin, es tut mir wirklich leid, so ganz hundertprozentig, hab ich nicht aufpasst, ich sag's dir, wie es ist. Aber ich bin schwer fasziniert davon. So, was hat das Smurfin vorher geschrieben? Sachgeschichten, Toiletten. Sachgeschichten, Toilette. Was kommt da? Sachgeschichte, Kloschüsseln. Also wenn das nicht das beste Video auf YouTube ist, ja? Vielleicht bringt uns das einen Schritt weiter in der Frage, wo ist ein Heisel? 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 Wo? Heisel? Heisel, wo? So, schauen wir, was dies kann. Das sind Formen. In Formen kann man etwas formen, wie mit den Förmchen im Sandkasten. Wie geht das? Das ist eine Rinne, da läuft eine flüssige Masse durch und von dieser Rinne läuft ein Kanal in diese Form hinein und diese flüssige Masse kommt dann da innen raus. Aber das ist nur die halbe Form. Damit nichts rausläuft, braucht man die zweite Hälfte. Von der Seite läuft jetzt nichts mehr raus und damit hinten nichts rausläuft, von hinten. Er fängt so plötzlich, oh Armin, nicht so schnell, hallo? Ich bin da und hab mich auf einen IQ von 20 heruntergefahren, damit ich mehr Spaß hab. Langsam, Alter, rinnt da rein, rinnt da raus, das sind Förmchen, hallo, geht um Kloschüssel, hab ich gemeint. Auch noch zumachen und dann von oben noch einen Deckel drauf. Damit ist die Form fertig. Was kommt da rein? Alles das, was in diesen riesigen Bunkern ist. Und das ist zum Beispiel Ton und Quarz und Kaolin und Feldspat. Wenn's mich fragst, sind es einfach bloß 4 Schüsseln mehr. Sag's es doch, wie es ist, da ist doch nichts wirklich drin, was du gerade gesagt hast. Wenn man das mit Wasser verrührt, wird da so eine Masse draus. Das ist Keramik. Schlicker nennen die Fachleute das. Dann Hebel auf und diese Schlickermasse läuft durch die Rohre und in die Form rein. Das dauert... Das da, was da gerade passiert, schaut mir eher so, als hätte ich 40 Weißbier gesoffen und ziemlich in die Schüssel gegeben.
und versuche gerade oben zum Schwarm, aber es geht nicht. Und du in dem Moment schon schaust du, na bitte, Herr, hör auf, nimm mehr Wasser, wenn es keinen so einen Spülknopf hast, den du abbrechen kannst. Anonymous, Thierry Birger, wo sein Tipp von jetzt hätte ich mir schon mal 2 halbe Zwicken auf egal sein mit der Maus allein. Ja, wie gesagt, für alle, die gerade zuschalten, Tipps sind leider aus halt, weil dieser Stream halt nicht so funktioniert, wie er soll. Blackswell schreibt gerade meinen Montagmorgen. Und alles irgendwie so verpixelt, weil irgendwie nichts funktioniert. Keine Ahnung. Entweder hat irgendwo eine Internetleitung ein Problem oder sonst irgendwas. Darum schauen wir jetzt Sendung mit der Maus und ich finde es eigentlich ganz lustig. So, weiter geht's. Dauert eigentlich 12 Minuten. Wir haben das mal ein bisschen schneller gemacht mit unserer Kamera. Es dauert 12 so lange, Minuten. Bis die Form ganz voll ist. Ja. Jeden Sonntag in der Früh ist die Form ganz voll. Ganz, randvoll. Die kannst mit dem Linealabstreicher, kannst du. Und jetzt kommt das Geheimnis dieser Form. Die sind aus Gips. Und der Gips entzieht am Rand dieser Masse die Feuchtigkeit und dadurch wird die langsam fest. Nach ungefähr 2 Stunden hat sich am Rand eine Wand von ungefähr 10 bis 12 mm gebildet. Das ist genau das, was man braucht. Das wird hier geprüft. Jawohl, passt. Der Mann mit den goldenen Prüffingern guckt extra nochmal auf die Uhr. Und dann zieht er den Stöpsel und was jetzt noch flüssig ist, das läuft wieder unten raus in die Rinne, wird gesammelt und beim nächsten Mal. und das da. Schaut aus wie das Pissoir, also das Männerpissoir am Volksfest, wo einer vergessen hat, dass man normalerweise nur in die Schüssel keibet und nicht in der Ringrinne. Tipp's dann aus, gibt bloß noch Heisel. Oder recht, Herr Geibiffi. Wieder verwendet. Das Rauslaufen dauert auch wieder 10 bis 12 Minuten. Haben wir auch mit der Kamera wieder etwas schneller gemacht. Da wollte ich jetzt gerade fragen, bevor es wahrscheinlich beantwortet wird. Mich würde interessieren, wie dann die Kloschüsselwand. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Das ist ja keine Wurst. Das ist ja flüssige Wurst. Halt bei Dingen vergeht's gerade. Bei mir dauert das keine 12 Minuten. Am Sonntag in der Früh nicht, ne? Am Sonntag in der Früh nicht, ne? So, jetzt pass auf, mich würde interessieren, wie die Wand dann so super glatt wird, ja? Das werden sie wahrscheinlich so machen, dass sie es ablaufen lassen. Jetzt ist die Wand jetzt schon sauglatt da. Und dann kommt die eigentliche Keramik rein. Aber was weiß ich schon? Wenn der ganze Schlicker rausgelaufen ist, dann kann man die Form öffnen. Und spätestens jetzt kann man erkennen, was es werden soll. Ein Toilettenbecken. Manche sagen auch eine Kloschüssel. Aber fertig ist die natürlich noch. Armin, wer sagt denn Toilettenbecken? Was? Kein Mensch sagt Toilettenbecken. Hat irgendjemand, also selbst wenn er beispielsweise im Deutschunterricht oder in einem Brief oder sonst wo zum hochdeutschen Schriftverkehr gezwungen ist und es da jetzt da irgendwie um Kloschüsseln geht. Wer schreibt denn da? Was hat er gesagt? Was hat er gleich wieder gesagt eigentlich? Manche sagen auch eine Kloschüssel. Jetzt kann man erkennen, was es werden soll. Ein Toilettenbecken. Manche sagen. Wer schreibt denn da? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gern ein Toilettenbecken bestellen. Da ist mir fragen, was möchtest du? Was? Sagen auch eine Kloschüssel. Aber fertig ist die natürlich noch lange nicht. Jetzt kommen die Kleinigkeiten. Da müssen zunächst mal ein paar Löcher ausgestochen werden. Dann mit diesem Spezialwerkzeug die Bömpel abgeschnitten. Bömpel, meine Damen und Herren. Bömpel. Das ist eine sensible Stelle. Da muss mit ein bisschen Wasser nachgeholfen werden. Ah, göttlich, Alter. Das ist eine sensible Stelle. Gib dann, nochmal von vorne und genau aufpassen, was dieser gute Mann. Ja, ich möchte niemanden, ich möchte es jetzt nicht, ich muss einfach nur lohen, ich möchte es nicht schlecht schmerzen, es ist super cute und für das Beste, was es gibt auf der Welt, aber es sind einfach so geile Sätze und Sachen da drin und aufgenommen gleichzeitig, die wo man als Kind halt nicht so verstehen kann. Aber wir haben halt einfach Idioten und deswegen warte ich gerne ein bisschen auf Zeiten. Und hören wir uns das nochmal an, bitte. Das ist eine sensible Stelle. Da muss mit ein bisschen Wasser nachgeholfen werden, damit das nicht zu schnell trocken wird. Dann kommen dann. That's what she said. Sorry, Fox, vergesst für den Euro. Noch solche Deckelchen drauf. Deckelchen. Wieder ein Spezialwerkzeug, dann wird innen der Rand abgeschnitten.
Aber es kommt nicht nur was weg, sondern es kommt auch was dazu. Nämlich das Loch, durch das eben der Schlicker reingelaufen ist, das wird von innen mit so einem Stopfen zugemacht. Dann kann die Form seitlich aufgemacht werden. Wie gut das schon ausschaut. Und da Läuft bei mir. ein Hohlraum ist, da Aus dem wird was Pömpel draufgesetzt, in den Verkehr gehen. drauf garniert, sagen die Fachleute. Auf der anderen Seite natürlich auch. Werden dann in den Verkehr gehen der Frauen. Und die Ränder werden Was? richtig schön zugespacht. Also bei aller Liebe, was? Aus den Pömpel werden dann in den Verkehr gehen der Frauen. Vergeht's für den Fünfer echt, aber, ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Zugeschmiert. Hinten muss noch was aufgeschnitten werden zu guter Letzt. Das ist das, wo alles abfließt. Wird auch nochmal schön glatt gemacht mit ein bisschen Wasser. Und damit ist die Rohform des Toilettenbeckens eigentlich fertig. Es wird jetzt nichts mehr abgeschnitten und es wird auch nichts mehr dran gepappt. Ungefähr 1 Stunde bleibt es so stehen und dann kommt der Grünputz. Und wie der Name Grünputz schon sagt, wird hier alles nochmal ganz schön. Das ist ja Mr. Bavarian, die braune Masse schaut aus, als wenn mein Freund. Ich hoffe, die schaut gerade nicht zu. Ich hoffe, die schaut gerade nicht zu. Was mich gerade fasziniert ist, das ist ja noch voll weich. Der kann das mit einer Spachtel abkratzen und so weiter. Das wird dann wahrscheinlich gebrannt, nehme ich mal an. Oder was auch immer. Wir werden sehen. Sauber und Armin, klär uns auf! auf! Die Stellen, wo was angesetzt wurde an der Seite, da wird mit der Spachtel noch alles ganz fein säuberlich weggeschabt, dass die Stellen glatt sind. Das macht Jean Navarre. Und weil wir in Mettlach sind, in der Nähe von Frankreich, ist Jean Navarre eben ein Français, ein Franzose. Mit Wasser wird alles innen auch nochmal ganz schön fein säuberlich poliert. Das ist wirklich ganz geil. Und wenn das alles erledigt ist, kommt... Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass jede Französin und jeder Franzos gleichermaßen mit jedem Wort 4 Schwanz lutscht? Na, dann wisst ihr es jetzt. Die Rohform auf den Kopf, bleibt 2 Tage stehen, trocknet langsam aus, dann ist sie... Füge an, hat er nicht gesagt. Weißer geworden und jetzt kommt der Weißputz. Mit diesem Werkzeug werden die Löcher ein bisschen aufgebohrt, entgratet, dass sie keine scharfen Kanten haben, an denen man sich schneiden könnte. Was ist das? Was habe ich jetzt versandt, dass die Kloschüssel vor mir weiß ist? Was habe ich jetzt übersehen? Was habe ich jetzt übersehen, dass er vor mir weiß ist? Sag's. Da, braun. Bleibt 2 Tage stehen, trocknet langsam aus, dann ist... Okay, trocknet. Jasmin! Habe die Ehre von mir und vom Kandlerbur. Special Grüße an Kandlerbur. Danke, Jasmin. Weißt du, was es ist? Sie weißer geworden und jetzt kommt der Weißputz. Es ist getrocknet. Die Schüssel ist trocken jetzt. Die Schüssel ist trocken jetzt. Mit diesem Werkzeug werden die Löcher ein bisschen aufgebohrt, entgratet, dass sie keine scharfen Kanten haben, an denen man sich schneiden könnte. Mit den Gratet, okay, da habe ich kurz nochmal Kontrolle abwesend, glaube ich. Der Hand, gucken, wenn irgendwo was ist, geht dann noch mit dem Schleifpapier vorbei. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt wird alles nochmal nass gemacht. Was? Das hat folgenden Sinn. Wenn es einen Riss gäbe, dann würde man den mit der Feuchtigkeit sehen. Und bei dem Riss könnte die Form beim Brennen später platzen. Was er jetzt mit Brennen meint, das muss sich jeder selber Dinge. Danach ist das Ding fertig, kommt auf den Wagen und wartet vor sich hin. Was ich lustig finde, ist, ihre professionell Arschhauentfernung schreibt, warte, das ist live? Ja, das hier ist ein Livestream, für alle, die gerade zuschauen. Ich bin hier, ich sitze da hier gerade wirklich, jetzt gerade in diesem Moment, live. Holy shit, Alter. In der nächsten Abteilung wird jedes Becken genommen und erstmal mit Druckluft ausgeblasen, dass kein Stäubchen sich irgendwo noch festsetzen kann. Von innen durch alle Löcher. Was mich interessiert, wie alt das die Videos ungefähr sind und ob Kloschüsseln heute noch so her. Also da ist ziemlich viel Handarbeit drin. Ja, vielleicht sitzen wir uns das nächste Mal alle ein bisschen bewusster auf unser Scheißhaus, wenn wir eine gnädeln. Und überlegen mal so, ja, scheiße, da hat der Sur le Pont d'Avignon Sepp aus Franzosenhausen, hat da schon einmal seine Wichsgriffe drin gehabt und hat sauber... Ich bin ein Rasensprenger. Wuseldusel, vergelt's Gott dir. Wenn's das Ding beim Scheißen heißt gelig. Ja, deswegen wischt er nochmal feucht um mich, damit er an jeden Sprung sägt, verstehst? Und dann ist das nochmal ein wenig feucht und dann wird das. Und dann kommt der Avignon Sepp und schleift da nochmal sauber rundum, weißt du das eh.
Wenn das erledigt ist, dann auf das nächste Teil. Und jetzt kommt die Glasur rein. Mit einem Schlauch erstmal von innen. Was ist mit Die Glasur ist übrigens das, was das Klo später weiß und glänzend erscheinen lässt, wenn es fertig ist, so wie man das kennt. Und diese Glasur kommt ganz besonders sorgfältig unter den Rand. Meinst du, ob sie die Lasur gerade denkt, so, fuck, warum man da gerade in der Kloschüssel rein, warum kann ich nicht wenigstens ein Waschbecken sein? Oder warum kann ich nicht wenigstens, weiß ich nicht, ein Badwand sein? Oder was weiß denn ich, was Neues lasiert wird auf dem Planeten, aber warum muss denn da gerade der Scheißhaus sein? Und wenn das fertig ist, wird das, was übrig ist, weggekippt in so eine Art Badewanne, wieder aufgehoben bis zum nächsten Mal. Und von außen Hauptsache und das auf Becken Innenshirt steht, an gespritzt. mir bleibt nichts hängen. Steht. Was? Toilettenswell, bei mir bleibt nichts hängen, neues T-Shirt-Design. Es muss aber lasiert, mehr ein lasiertes T-Shirt. Da müssen wir uns mal unterhalten, ob lasierte T-Shirts irgendwie möglich sind. Und wer sich an unseren Film mit dem Auto erinnert, der weiß, dass das mit der Spritzerei gar nicht so einfach ist. Ich habe das ja mal versucht. Also, das muss man schon können mit dem Spritzen. Aber du musst immer... Was, da krieg ich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo wieder umeinander gestrikt wegen irgendwelchen Sexual Harassment und sonst irgendwas. Wenn er noch mal zuhören, noch mal ganz genau zuhören. Das ja mal versucht. Also, das muss man schon können mit dem Spritzen. Na, ungefähr. Also, das muss man schon können mit dem Spritzen. Das ist gar nicht so einfach mit dem Spritzen. 2 Tagen ist diese Glasur dann so weit angetrocknet, dass man sie anfassen kann. So, jetzt der Song dazu. Dann werden die Dinger auf einen Wagen gestellt. Und jetzt sind sie bereit. Was die Franzosen da, die behandeln die Scheißhäuser als Wartens, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, die kriegen ein Podest gebaut, schau mal hier. Die kriegen ein Podest gebaut. Ich mag auch ein Podest, ich bin kein Scheißhaus. Für den Brennofen, so sieht der aus. Und da hinten, wo es so feurig aussieht, da ist eine Temperatur von 1300 Grad. Und bei dieser Temperatur passiert was Merkwürdiges, das Becken wird kleiner, es schrumpft. So sah es nach dem Grünputz aus. Und weil immer mehr Wasser verdunstet, war es beim Weißputz schon ein bisschen kleiner, wenn man genau hinguckt. Und jetzt beim Brennen ist es deutlich kleiner geworden. Richtig geschrumpft. Richtig. Holy shit, Alter. Daher glaube ich, kommt der Satz, oh, mit 20% Verschwund musst du rechnen. 20% Schwund musst du mit einrechnen. Schau hier, schau. Also 10% sind das Minimum. Minimum. Sagt der I, wie es ist. Richtig heftig. Richtig heftig. Da kannst du Nach jetzt... ungefähr 20 Stunden Was? kommen alle Becken aus dem Ofen raus. Dann sehen sie so aus, wie man sie kennt. Weiß und glänzend. Jetzt müssen sie nur noch eingebaut werden. Tja, und dann frohe Verrichtung. Scheiße, waren wir jetzt hier... Das sind Oh, das nächste Video war übrigens Sachgeschichte Kochtopf. Haben wir irgendwelche Vorschläge? Haben wir irgendwelche Vorschläge? Wie wird der andere vorher gehört? Bauer Hermann. Krieg ich da Copyright-Probleme. Aber das ist ja, wie es alle YouTuber machen, ne? Diese bescheuerten Reaction-Videos. Ich reg mich den ganzen Tag drüber auf und jetzt sitze ich selber da und schau mir es auch an und mache Reaction-Videos. Okay, jetzt pass auf. Bauer Hermann. Wer ist der Bauer Hermann? Bauer Hermann Best of, das schauen wir uns so. Obacht, ich kenne Bauer Hermann nicht, sag ich dir, was es ist. Hab aber im Thumbnail, glaube ich, schon gesehen, dass das... Bauer Hermann Völkchen ist spät dran. Und läuft und läuft. Was war denn das jetzt, Alter? Da kommen 2 Töne gleich. Läuft und läuft. Ist das ernst oder ist das ein Komiker? Das werden wir schon herausfinden. Scheiße, hier, was war das? Bauer sucht Gang. Ich bin ein Rasensprenger. Herr Meier! Ich Klo an nu weiß und glänzend nachdenkendes Gesicht. Ja, ist tatsächlich. Weil ich jetzt mal eine kleine Putzkolonne jeden Sonntag aus 10-jährige Chinesenkinder gehen wir los mit dem Feuerwehrschlauch, deswegen habe ich auch einen Hydranten vorm Haus. Ist da hinter wieder einer? Was redet der? Ja, lass mal. Fahr mal vorbei! Wo denn? Rechts oder was, du Trottel? Scheiße, wegen der Arsch da! Oh Gott, was ist Kommt das da wieder? wieder einer? Wer ist doch den Hinterberg umgefahren? Ja, Mensch, Scheiße!
Weil der arme Kerl. Der arme Kerl. Er läuft so zurück, Mensch! Er läuft zurück, die Schwein! Jetzt nur die Nerven behalten. Ich wüsste gar nicht, was ich tun soll. Ich wüsste gar nicht, ich stehe hinter dem Typen und dann mache ich da auch irgendwann mal düt und schreie dann mal aus dem Fenster aus, ja, Kruzifix und los und dann höre ich ihm, oh, die Scheiße! Dann wüsste ich nicht, ob ich ihn umhauen oder ob ich mich totlachen soll. Bauer sucht, was? Bauer sucht Gang. Bauer sucht Gang. Oh je, Herr Oberlandler, den... Kommt da noch was? Keine Zeit für große Hättest du mal einen sauberen Find gekauft, mit dem passiert dir das nicht. Begrüßung. Hermann muss sich ranhalten. Hallo! Der grinst da wieder nur am Zemi. Hallo! Warum schauen wir mir die so? Mach mal hier vorne 2 und hinten 3 drauf. Grüß dich. Hier 3 2 was? drauf Ja, und hinten 3. Ja, wo ist 3? kann ein Unterlenker schleifen hier, muss man höher machen. Nee, der geht nur mal hoch. Die Hydraulik ist nicht so gut. Jetzt möchte ich sofort Sachgeschichte Traktor singen. Ja, Landi-Fan schreibt das. Oh, Alter, die voll! Voll machen! Machen wir die ganz voll. So, Also ich möchte ganz kurz mir anmerken, was zur verfickten Hölle schaue ich mir da an? genug. Aber gut, ihr wollt es so, dann kriegt es. Getrocknete Hast du Zuckerrüben gewisst? für seine Küche. Ich glaub, du spinnst. Bei dem Chaos ein Okay, Stein. Vorbild. Okay, hat er auch noch. Guck dich das an! Gib dir nicht so viel mehr hin! Wie schaut dann aus? Wie schaut dann aus? Ich weiß nicht, ist das sein Alter? Ist das er? Ist das, weiß ich nicht. Ab 5 Uhr früh. Nicht Land und als Mist. Das ist übrigens, was er mir angemerkt gehört, ohne Scheiß auf einem Bauernhof arbeiten, ist wahrscheinlich das Krasseste, was du da kannst. Ja, 5 Uhr in der Früh aufsteht, 12 Uhr auf die Nacht ins Bett gehen. Ja, und jeden Tag arbeiten. Jeden! Auch am Sonntag, auch am Feiertag, weil es Kuh interessiert's nicht, ob Sonntag oder Feiertag ist. Ich mag jeden Tag fressen und scheißen. Wo kommt das Wasser her? Du brauchst doch mir nicht erzählen, dass das Wasser einfach, wow, and suddenly a wild river appeared. Gibt's bei der Maus nichts, was sie sagen, wie man Tipp kriegt? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt mit Sicherheit irgendeine Dokumentation, wo es, ja, nein, wir können uns keine Tipp nur schauen, das geht nicht. Es geht leider Gottes nicht, geht leider Gottes nicht. So, nochmal. Brauchst du mir nicht erzählen, dass das irgendwie saumäßig geregnet hat oder 5 Kilometer weiter einen Damm zerrissen hat oder sonst irgendwas und das Wasser einfach so spontan auf seinem Feld ist. Ist ja gut jetzt, Gentlemen. Also langsam kapiere ich nichts mehr. Sachgeschichten Internet. Oh, das kann spannend sein. Vergesst gar, Mr. Gentleman, weil das mit Sicherheit ein uraltes Video ist. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Sachgeschichten. Es hat doch nun gestern nicht groß. Da muss es ja die Nacht immens Wer immer das gerade war, ich sag die Donation leider nicht, aber vergesst gut. irgendwo geregnet haben. Schluss da, ich geh da jetzt rein. Ich hab Gummistiefel. Gib mal her, die ganze Scheiße hier. Weg hier! Ganze Scheiße verkloppt mir besser. Da. Macht gar Spaß mehr Leben. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Ja. Ja. Oh! Ah! Nicht hauen! Nicht hauen! Mir am Arsch, geh raus hier! Das ist Schweinehund, oder? Ist ein ganz lieber. Da gefällt mir der Typ. Fresh Deox, wenn du Filmsynchros magst, gönn dir mal False Fiction von Pulp Fiction. Jein, nicht mehr. Da wird mir zu viel gecopyright claimed und Copyright striked und so weiter. Mann, meine Donations gingen nie, das nervt mich, fix Mary. Schauen wir uns bitte nur mit den Tritt von der Kuh. Wer immer das gerade war, vergeht's gut. Geh raus hier! Das ist Schwein. Heute leicht gereizt. Ja. Tipptopp. Was der Moment, Alter.
Da will jetzt keine Kamera nicht gestanden wird. Moment. Nochmal. So. Und 3, 2, 1. Ja. Auf hier! Der Moment. Dieser Moment, wo er aufzieht. Und ist der Moment, wo er wirklich dem Viech jetzt mit dem Steckgauer nicht mitgeben möchte. Ja, was das allerletzte war. Außer, wenn mir jetzt irgendjemand ernsthaft erklärt, dass das dann normal ist, dass man die nicht auf den Arsch aufzündet oder so. Ja, das Herrn oder so, weiß ich nicht. Ja, ich kenne mich nicht aus damit. Bin kein Bauer nicht. Aber er möchte sie aus Wut hauen. Ja, er ist wütend. Er möchte einfach nur Rache und zurückhauen. Und jetzt pass auf. In dem Moment ist er fest auf Tourette im Zoo, hab's selber. Was? Mir ist es wieder entwickelt. So, und jetzt kommt dann der nächste Moment. Da, der. Der. That face. Dieses Gesicht sagt so, ja fuck, da steht eine Kamera, ich kann nicht. Leck mir am Arsch, geh raus! Leck mir am Arsch, geh nach Hause hier! Ja. Ich mag ihn, guter Das Typ. ist Schweino, du, da hat der Ist ein ganz lieber. Ganz lieber. Jauche fahren ist Männersache. Da Lecker. lässt er sich nicht helfen. Auch nicht von Hildegard. Geschmackige Sache. Scheiße da! Scheiße! Leck mir am Arsch! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72... Jetzt, was sind die Momente? Tourette im Zoo Video. Also, es heißt Tourette im Zoo. Okay. Okay, wird so jetzt oft an. Und nicht vergesst, diese zwei schauen wir als nächstes so, egal was jetzt noch kommt. Erst Tourette wie lang ist ein Tourette im Zoo? Das werden wir herausfinden. Das Kürzere schauen wir zuerst an. Und dann Sachgeschichten Internet, weil mir das auch interessiert, wie man das Internet vor 20 Jahren wahrscheinlich gesehen hat. Und jetzt verstehe ich langsam, warum so viele Leute, in dem Fall ihr, so lustig findet, wenn ich mich vor der Kamera hinstehe und umeinander schreie, ja? Ich lache ja nicht über meine eigene Schreierei. Aber wenn er... Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Der ist 72 Jahre alt. Grutzi, fix, Alter. Kreuzband, vergeht's gut. Der, was Bürger, vergeht's dann? Hab leider nicht früher kennen, kennst du eigentlich schon Lords of the Weed? Ja, natürlich kenne ich Lords of the Weed. Das ist mit dem, das stammt aus Zeiten, wo wahrscheinlich der Sendung mit der Maus das Video übers Internet gemacht hat. So. Die ganze Zeit, der liebe Scheißteil! Los, weg! Die eigene Müllhose! Was hält ein Schlauch im Maul? Guck doch! Es ist nicht wahr, ne? Ja, komm her, du kriegst es doch nicht. Ich bin auch jedes Mal fasziniert übrigens, was Kühe für einen langen Bläschel haben. Das ist echt krass. 500 Mark, 6 Kühe. Viel zu teuer, hier hast du. Nochmal, der ist 72 Jahre alt, der Typ. Das ist für schon hart. Viel zu teuer, du. Ich lache mich aus. 500 Euro ist das. 1000 kriegst du für eine Kuh. Wir geben sie die heute nicht. Was genau tut er da jetzt? Weil es sind ja wahrscheinlich auch Bauern, richtige Bauern auch, unter uns. Was tut er da? Möchte er seine Kuh verkaufen oder was? Und kriegt dafür bloß 500 Euro. Was kostet eine Kuh? Das weiß ich nicht, ja. Wenn ich schätzen müsste, ich weiß nicht, was kostet so ein Viech. Keine Ahnung. Ja, ich hab's schon gelesen. Arbeitslos. Ja, Mann. Okay? Wenn's aufhört, den im Chat zum Spammen. Ja, Mann. Der Michelbau. Servus! Vergesst für den Zwickel. Der verkauft eine Kuh. Kriegt 500 Euro, aber eigentlich ist ein Tausender wert, oder wie? Ist eine Kuh, muss ich mich schon fragen, ist eine Kuh bloß ein Tausender wert? Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt mehr geschätzt. Ich hätte jetzt auf 2,5 tippt. Einfach aus dem Bauch raus. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht warum. Es gibt mit Sicherheit Kühe, die kosten mehr und Kühe, die kosten weniger, aber ich hätte jetzt einfach auf 2.500 Euro. Das ist ein riesen Viech, oder? Man merkt, wenn er die Scheiße bis zum Hals steht, lass den Kopf nicht hängen. Genau. Oder zirkt ihn ganz schnell wieder aus. Da fehlt doch noch was. Was denn? Da hat er den Schal. Hör damit. Siehst du, was hab ich gesagt? Das ist ein Knochen.
Was redet denn der? Hör doch mal dem Typen zu, der kann kein Wort nicht vollständig ausschauen. Der hört einfach mitten unter dem Wort auf. Was ist das? Was ist für Sprache? Und die beschweren sich, weil sie uns nicht verstehen. Ja, möchten sie mich verarschen. Ich gesagt, das ist Knochen. Da hat er den Schal gehört damit. Ja, hat er nicht gehört damit. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Knochen. Jetzt guck ich nach. Oh, warte. Warte, bleib hier. Schlitzohr, du. Was denn? A60 war das. Ja, ist gut. Das schenke ich dir, weil du ein guter Mensch bist. Mit, das sind ja 500 Mark, setzt du höher, du. Das ist ja eine halbe Kuh, Mensch. Wobei da hier 9 live größter Ausraster der Geschichte Part 1 schon auch interessant klingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange dauert das? 14 Minuten, leck mir doch am Arsch, Alter. Schau mal, 14 Minuten den Scheiß da. Hey, der Bauer Hermann war ein guter Tipp, hat mir gut gefallen. Guter Mann, der Typ. Also eine Kuh kann zwischen 1000 und 3000 Euro kosten, oder wenn es Zuchtviecher sind, dann kann die Kuh mal 12.000 kosten. Ja, dann ist es wahrscheinlich wie bei Hund und wie bei allem. Okay, aber ich hab schon mitgelesen, die meisten schreiben irgendwo zwischen 1000 und 3000 Euro. Legner, das kommt aufs Gewicht und Zustand an, das hängt von mehreren Effekten. Ist eh klar, die habe ich mir schon gedacht. Aber 500 Euro oder 1000 Euro warten wir jetzt echt für ausgewachsene Kuh. Selbst wenn es bloß, weiß ich nicht, eine Milchkuh ist, keine Ahnung, die schlacht man ja am Schluss auch, nehme ich an, und isst's. Auf gut Deutsch gesagt. Dann, ich weiß auch nicht, wie viel Geld das man da dann aus so einer Kuh rausholen kann, ja. Weiß ich, also ich bin kein Bauer nicht. Ja, müssen wir doch irgendwann mal in Landwirtschaft kommen. Gibt's Viehzucht im Landwirtschaftssimulator? Kann man sich da Schweindel und Kühe halten? Wenn ja, dann spielen wir das nächste Mal Landwirtschaftssimulator. So. Fuck, das hätte ich nicht sagen sollen. Wo waren wir? So. Jetzt schauen wir erst einmal Sachgeschichten, Internet. Sehen wir mit der Maus, wie funktioniert das Internet? 13 Minuten. Sehen wir mit der Maus, wie funktioniert das Internet? Gibt's auch in 8 Minuten. Ich weiß jetzt nicht ganz, was das soll. Läuft bei mir! Tourette im Zoo haben wir noch gehabt. Tourette im Zoo. Ah, ich glaube, das kenne ich. Ich glaube, ich kenn's. Wer andere eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Grüß dich, 5 Promille zündet, Mann! Du warst auch schon lange nicht mehr da, aber bist schon seit der Sekunde 5 dabei. So, Tourette im Zoo. Okay. Oh Gott, wieso ist das schon wieder? Oh Gott, warum denn? Gewitter im Kopf, ein Leben mit Tourette. Also, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Tourette ist. Tourette, da hast du Tics. Ja, ich habe einmal eine Arbeitskollegin gehabt, die hat Tics gehabt und leichtes Tourette, allerdings kein so amüsantes Tourette. Ja, jetzt wird dann wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Mamas und von irgendwelchen Leuten an die Wand genagelt, weil ich mich jetzt gleich wahrscheinlich totloch über jemanden, der eine Behinderung hat. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wenn ich über das nicht lachen darf, dann weiß ich es auch nicht. Incredible, vergesst ich für den Zwickel. Ein warmes Radler ist gut. LG Andy. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht die Kontrolle über dein Leben verloren hast. So, weiter geht's. So, wir sind jetzt gerade dran. Ich bin der Tonmann. Hallo, Test. Weißt du, was das Schlimme ist? Merci. So, nochmal. Vielleicht muss ich das doch ein bisschen ausführlicher erklären, weil mich reißt schon beim ersten Wort. So, nochmal. Ich habe wirklich eine Arbeitskollegin gehabt, die hat ebenfalls Tics gehabt und leicht mit Wörtern, ja, aber nie irgendwas mit was Obszönen oder wie man sich halt Tourette so normal klischeehaft wahrscheinlich vorstellt. Ich habe deswegen auch keine Ahnung von dieser Krankheit, ja. Und natürlich ist es nicht lustig. Aber wenn ich es jetzt auf das Minimum reduziere, so. Und jetzt schauen wir uns Folgendes nochmal an. So, wir sind jetzt gerade dran. Ich bin der Tonmann. Tut mir leid, wenn ich da nicht lachen darf, dann weiß ich nicht. Dann bring ich mich um, wenn ich über diesen immer noch ich bin der Tonmann. Da muss ich doch, das ist er der mit Tourette oder ich mach da einfach bloß einen Blödsinn. Keine Ahnung. So, ganz ehrlich, so rede ich auch, wenn ich Blödschmerz rede. Ich bin der
Es tut mir so leid, ich meine das nicht besser. Ganz wichtig, ich meine das nicht besser. Ich muss nicht einfach lachen. Es hilft halt nicht. Wer das nicht lustig findet, ja. Hallo, Test. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde ja langsam auch mal wieder Zeit. Ja, ist wahrscheinlich Pommes. Heute machen wir was Pommes? Gemeinsam mit dem Tourette-Syndrom natürlich. Und zwar in den Kölner Zoo. Wir ficken Elefanten. Töre! Ich find die Ticks eigentlich, das ist nicht lustig. Ja, das ist da lache ich auch nicht drüber. Also, da lache ich ernsthaft nicht drüber. Das bringt mir nicht zum Lachen, wenn jemand sich eine Dinger da hat und so Aussetzer hat und so. Das ist ja überhaupt nicht lustig, glaube ich. Aber wenn er was sagt und seine Wörter, wenn es die dann so verzirkt und so, da stirb ich. Ich schwör's euch. Ich hab's mit Geräusch. Ihr habt's mit Geräusch ist kein Witz, aber Lachen ist besser als. Besser als. Warner wahrscheinlich in das. Deswegen ganz speziell an dich, Alter. Das meine ich weder besser noch irgendwas. Und diese Ticks finde ich auch überhaupt nicht lustig. Aber wenn es einem so Wörter außerhaut und die dann so seltsam verzirkt und so, stirb ich halt einfach vor lauter Lachen. Vor allem, weil es halt so geiler Random-Scheiß ist. Weil es einfach geiler Random-Scheiß ist. So. Wir ficken Elefanten. Töre! Und ja, da ist es mal ganz lustig zu sehen, wie sich meine Ticks so gegenüber den ganzen Tieren verhalten. Fick dich! Im Laufe des Videos versuchen wir dann noch ein paar von euren Fragen zu beantworten. Wir uns dann einfach mal Stell dir das einfach mal nur. Test! Stell dir das einfach mal nur vor, du hast das. Ja? Und du bist mitten in der Öffentlichkeit und schreist die ganze Zeit so Zeiger so, oh, fick dich! Also keine Ahnung, wenn ich ein Kumpel von ihm war, ich dachte das wahrscheinlich das Geilste finden, was es gibt, weil ich nur am Lachen war. Nur am Lachen, du stehst im Müller, keine Ahnung, ja, geh mit Müller, schau mal DVDs durch und er steht die ganze Zeit da, fick dich, tada! Ich dachte sterben, Alter. Ich dachte den ganzen Tag High-Fives verteilen. Und wir da noch ein bisschen auf die Kommentare eingehen können. Quali vom Video wieder her, hab's gerade gelesen, Verzeihung. Hi. Auf dem Weg zu den Giraffen. Giraffen sind übrigens coole, faszinierende Viecher. Ball. Dieser geile random Scheiß. Ball. Warum? Tierfleisch. Und manchmal ist es einfach so passend lustig. Ich mach's Video no lauter, dann zerreißt es mir wahrscheinlich einen Shell, aber dann, keine Ahnung. Lass uns einfach laufen. Vom Leoparden ins Tier geklaut. Die ganze Giraffen. Ich bin eine schwule Giraffe. Bombe. Ball. Warum den Ball? Warum denn? Das ist das gut, Alter. Das ist so gut. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Eulenkloster. vom Leoparden den Stil geklaut, Alter. Warum? Das ist so eine random Humorgabe eigentlich. Das ist, Alter, was meinst du, was da kannst aus dir, das ist ein sprudelndes Humorgenie, der Typ. Das meine ich, das ist so ein geiler random Humor, dass ich stirb. Also besser geht überhaupt nicht. Das musst du, das kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Ball. Das sind keine Eulen, glaube ich. Ach, da ist eine. Da. Zu laut. Die eine Seite schreit Video zu laut, Video zu leise. Ich mach's jetzt auf 3/4 Lautstärken und Ruhe. Ist das ein Uhu? Ein Uhu. Das ist ein Klebestift. Die Flippause! Das ist ein Klebestift. Der Typ ist so geil. Ja, ist der Typ geil. Wir haben uns mal eine stille Ecke ausgesucht, um mal ein paar Fragen zu beantworten. Wir kämpfen auf das! Das ist ein Klebestift. Es ist echt voll bei den Anglergehegen und das ist echt schwer machbar, da die Fragen in Ruhe zu beantworten zu können, weil da so viele Leute einfach sind. Es ist so voll heute. Rauch Weed, glaub mir, du bist frei. Ja, zum Thema Cannabis und Tourette hatte ich ja schon mal was gesagt. Das ist wie für Mittermeier bei TV Total gesenkt, mit Sicherheit. Die Tourette haben hilft. Mr. Bavarian vergessen für den Zyklus von Mittermeier kenne ich eigentlich fast alles. Fast alles. Normalerweise habe ich es schon gesehen.
der Konsum von Cannabis gegen ihre Ticks, was bei mir leider nicht der Fall ist. Mörderarsch! Bei mir löst er nicht. Es ist so geil. Es ist so geil. Ganz normales Gespräch. Mörderarsch! Und dann geht's einfach so weiter. Wir waren gerade im Tierpark und haben ein paar Fuchsen gestreichelt. Und Tittenfood! Und dann haben wir weitergegangen und dann, du bist ein Klebestift! Ja, geht's denn noch geiler, Alter? Ja, geht es denn noch geiler? Weil der heißt und er ist ein Klebe... Ah, halt doch dein Maul, Alter. Da kommst du so nicht drauf, das kannst du vergessen. Da steht sich doch keiner in den Tierpark rein und sagt, Alter, du bist ein Klebestift. Ich Panikattacken aus. Okay. Oh Gott! Wie ist das, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs sein möchtest? Am Flughafen ist man ja schon aufmerksamer, wenn jemand Bombe oder ähnliches ruft. Ja, also wenn ich irgendwo hinfliege mit dem Flugzeug, muss ich die Flughäfen vorher vorwarnen, also mich halt da anmelden, sage ich mal, dass ich da komme und derartige Terrorticks habe. Allahu Akbar, Pommes! Und... Ich schwöre bei Gott, ich kotze gleich. Ich schwöre dir bei Gott, Alter, ich kotze gleich, das ist die lustigste random Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Allahu Akbar, Pommes! What the fuck, Alter? What the fuck? Ich kann nicht anlegen. Ich jetzt wieder. Oh fuck, Alter. Ich lass jetzt einfach laufen, ich loch einfach, ich drück nicht mehr auf Pause, weil ich stirb. Pelikane sind doch schwuler. Und, ja, es gibt tatsächlich manche Flughäfen, die sagen, das machen wir nicht mit. Und dann wird auch vielen anderen Betroffenen da schon mal dann verweigert, dass sie den Flughafen betreten dürfen. Aber ansonsten im Flugzeug, also im Inneren des Flugzeugs stellt es kein Problem dar. Bonn und in Düsseldorf war es kein Problem. Von da bin ich schon abgeflogen. Ein Flughafen, wo es immer wieder mal Probleme gemacht hat, das war zum Beispiel Frankfurt. Da hat es dann aber zuletzt auch geklappt. Da werde ich ja im Mai auch noch eine Reise von aus antreten. Okay, super. Ins World Trade Center rein. Ist Tourette eigentlich eher so, dass man einen starken Drang hat, Dinge zu sagen bzw. machen? Oder kommt das... stört. Entschuldigung. Tourette, du bist ein Elefant. Ist Tourette eigentlich eher so, dass man einen starken Drang hat, Dinge zu sagen bzw. zu machen? Oder kommt das einfach so raus? Also den Drang dazu, das zu rufen, habe ich nicht. Es ist vergleichbar mit einem Niesen. Also immer kurz bevor ich ein Wort rufe, fühlt sich das so an, als ob Niesen. Vor dem Niesen immer dieses Kribbeln so in den Nebenhöhlen. Arsch! Und bevor man einen Tick hat, also Tourette-bedingt ein Wort ruft, hat man dieses Kribbeln so in den Stimmbändern. Und also es ist daher nicht der Drang, das zu rufen. Wie ist das, wenn ein Ich verstehe das dann richtig, ich versuche mich da hineinzuversetzen. Ich versuche zu verstehen, wie sich das anfühlt oder wie man sowas, das ist halt für einen normalen Menschen, ja. Nicht falsch verstehe jetzt, wenn ich sage normaler Menschen, für jemand, der halt kein Tourette hat, dann, falls sich wieder irgendeine Randgruppe irgendwo sonst wo angesprochen fühlt, oh Gott, ich werde ignoriert. Kann ich mir das dann vorstellen, wenn der Hals so kratzt ein bisschen? Und du dir reinspeist. Und dann haut's dir das einfach aus. Keine Ahnung. Ich kann's mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt und wie das zustande kommen kann. Das ist so, ja, ist einfach schwierig. Schwierig zu erklären. Und schwierig auch drüber zum Schmerzen irgendwie. Und auf der anderen Seite habe ich schlechtes Gewissen, weil ich mich totlache mit dem Typen. Aber ich meine es natürlich nicht besser, um Gottes Willen. Ja, das ist ja nichts, ich habe vorher schon gesagt, brauche ich nicht mehr weiter sagen, Chattest, zum Beispiel auf WhatsApp, musst du dann auch gewisse Dinge schreiben oder kannst du das wie jeder andere Interessante auch? Da kann ich auch was zu sagen, und zwar ist es mal sehr oft so, dass mir dann die Ticks sich auch auf das Handy auswirken und dann zum Beispiel auch mal Sachen wie Mussolini und so einfach geschrieben werden. Und Mussolini! Also das beim Schreiben teilweise eigentlich auch... Wir niesen ohne Vorwarnung. Ja, okay. Ja, schöne Beschreibung. Das, ja, gut. Also wenn es wie reißt, das sehe ich ja meistens auch nicht kommen. Oder ganz selten, dass halt der kommt so. Schöne Beschreibung. Genau. Du hast dann beim Schreiben eigentlich teilweise auch die gleichen Ticks wie beim Sprechen ganz normal. Oh, wenn wir im Gebüsch rummachen.
Ja, es gibt, Tourette kann sich tatsächlich auch schriftlich äußern. Bei dem Galileo-Beitrag hat man ja gesehen, dass ich da mal aus Versehen Hakenkreuz gezeichnet habe, was ab und an auch schon mal vorkommt. Das ist aber dann auch wieder, du hast das beim Schreiben. Ernsthaft. Holy shit, du kannst doch, das ist doch bloß ein ganz kurzer Moment, oder? Wo du das unkontrolliert da reinhaust, aber bevor du ein Hakenkreuz zeichnest. Oder, was weiß ich, was auch immer in der Handy einschreibst. Da kannst du doch vorher das Handy weglegen, das gibt's ja nicht. Also das gibt's ja nicht. Oh, hey, vergiss nicht wieder Zwickel, weil Schnackseln schön ist. Kennst du Internet und Crack? Nein. Vielleicht habe ich es schon mal gesehen, aber das ist halt schon ein paar Mal gefallen. Dass ich also das da von dem Video, das schauen wir jetzt bis zur Hälfte und die anderen Hälften schauen wir beim nächsten Mal, weil das ist Gold wert, Alter. Das ist Gold wert, das Video. Chat-Leute beleidige, das kommt wie gesagt vor, aber es ist eher selten. Fick dich. Auf dem Weg zum Affengehege ging es dann schon los. So laut, dass man sich nicht mal mehr verstanden hat. Da werden Pommes. Was hat er gesagt? Überfall. Aber mal sehen. Ball. Was haut er denn gerade mit seinem Ball? Im Affenhaus stand dran, bitte Ruhe. Pommes. Was hat er mit Ball und Pommes? Ist die ausgeprägt, Form ist hab's leichter, okay. Und der Anblick von Affen triggert mich normalerweise ein bisschen, da ich die Geräusche von denen danach mache. Bis jetzt habe ich aber noch keinen gesehen. Und er ist dann indirekt dazu gezwungen, dass er die Geräusche noch. Das ist eigentlich ist es eine ziemlich faszinierende Krankheit. Gleichzeitig. Was hat er mit seinem Ball und mit seinem Pommes? Der random Ball. Hashtag Ball in den Chat, jetzt. Hashtag, wenn wir in den Gebäude. Wenn wir in den Gebüschen rummachen, Hashtag Ball. Überfall. Bombe. Bombe. Pommes. Ball, Bombe, Pommes. Also, der geilste random Humor, den es gibt. Jetzt hau einen aus, Alter. Du bist ein Klebestift. Ich hab erst gedacht, vielleicht laufen die hier auch frei rum und das mit dem Selfie-Stick war verboten. Ja, Alter, da können doch nicht die Affen einfach frei. Vorne sitzt ein Affe oder liegt da. Ein Ausgestell. Ein Ausgestell war? Oh mein Gott, ich mir jetzt so gern hören. Alter. Wie wir gerade gesehen haben, ist jetzt ja nochmal ein Affengehege. Also vor allem, was die Einwahl-typischen sagen, Wichser, fick dich, die haben gar nicht lustig. Ja, das ist auch nicht lustig. Das ist auch hochgradig noch unangenehmer wie alles andere. Aber der random Ball. Oder was soll ich sagen? Hallo, Akbar, Ball. Also, du bist ein Klebestift. Pommes. Arsch. Bombenarsch. Boah. Der hat eine wunde Rosette. Nein, niemals. Okay, es ist doch lustig, Entschuldigung. Ball. Ist das gut. Ist das gut, Alter. So leid mir der Typ. Arsch voraus. Ball. Mörder. Jan sich mit den Brüllaffen identifiziert, muss er jetzt natürlich ein Bild für seine Story dann vor. Es ist wirklich der geilste. Hast du ein Bild gemacht für deine Story? Ich mach das auch in die Story. Der geilste random Humor ever. Pommes. Er mag einfach gern Pommes anscheinend, keine Ahnung. Penis. Ja, und den nur schnell drin lassen, gell? Penis, der geht immer. Ja, und der Mana geht da, Penis, der geht immer. Und der da drüben hat eine wunde Rosette. Geilster random Humor ever. Also, zum Schluss ging es noch zu den Zebras, Flamingos und Oldtime. Herr Fanstelt, vergelt's gut. Greets an Wilmer Marcel. Special Greets an den Wilmer Marcel. Special Merci an den Herrn Fanstelt. Ottern sind übrigens ziemlich geil. Ball, Pommes, Bombe. Pommes. Das Pferd ist auf den Zebrastreifen gefallen. Ja, wie kommt er denn auf die Witze? Ja, sag mal, spinnst du? Stell dich auf der Bühne, Alter. Du ist ja, also, du spinnst ja total.
Das Pferd, und vor allem dieser geile Tonfall, also, das Pferd ist auf einen Zebrastreifen gefallen. Kannst du nicht ausdingen. Zebras sind auch cool. So, was ist dein Fazit bis jetzt zum Zoo? Wie läuft das mit dem Tourette? Ah ja, läuft ganz gut. Die Leute haben bis jetzt noch gar nicht aktiv reagiert. Sie gucken nicht mehr und nicht weniger als sonst. Ich bin hier der wildeste Affe. Und ja, gab Gott sei Dank auch noch keine größeren Zwischenfälle. Weiter zu den Na, so geht. Na. Flamingos sind schwul. Mörder. Mörder. Mörder schwul? Flamingos tanzen Flamenco. Das stimmt. Und haben Kastagnetten? Ball. Das ist Ball. dem Zoo. Das ist grenzgenial, oder? Das ist der grenzgenialste Humor, den ich seit Monaten gesehen habe. Obwohl es natürlich nicht als Humor gedacht ist, aber... Ich hab kein Tourette, ich bin unfreundlich. Ich hab kein Tourette, ich bin unfreundlich. Oh, Lecky, der Typ ist der Beste. Baut's dem Typen ein goldenes Denkmal vor meiner Haustür, bitte. Ich bin... Ja, Leck, Alter. Ich hab kein Tourette, ich bin unfreundlich. Überfall. T-Shirt steht aber was anderes. Ja. Das ist der neue Tourette-Merch. Pommes. Lucky, vergesst gerade, konnten wir uns die Synchro anschauen, die ich gestern geschickt habe. Grüße von deiner Liebe. Das hat ja echt was. Ich weiß nicht mehr, was das für eine war. Das würde bestimmt auch gut ankommen bei den Leuten. Die mit der Merkel und mit dem Obama. Die werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, aber beim nächsten Mal. Ihr könnt nicht schreiben, wir sind doof. Pommes. Tanja! Vergesst gar für deine Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Ab in den Chat habe ich Fräulein Tanja. Und vergesst gar für deine Mitgliedschaft beim Vollbier Squad. So. Wir haben mal gesagt, wir schauen uns was bis zur Hälfte, jetzt haben wir eh schon drüber. Was ich jetzt unbedingt noch sehen mag. Sachgeschichten. Wer ist für Sender mit der Maus? Ab in den Chat. Wer nicht dafür ist, raus! Es läuft seit einer Stunde ohne Pixel. Echt? Okay, dann hat sie sich wieder gefangen. Keine Ahnung. Ja, schade. Schade, dass wir heute kein Tomb Raider, aber das war auch gar nicht so schlecht. Das müssen wir öfter machen, habe ich schon gesehen. Videos schauen mit Birger. Video von ihm mit Galileo ist besser. Also, ich hab's ja gesagt, er war bei Galileo. Video kenne ich nicht. So. Was ist denn das jetzt wieder? www. Alter, das ist 4:9, Alter, das ist 4:3 Format, oder was soll denn der Kass? Weiter geht's. Das wird das letzte Video für heute sein. Schauen wir mal, wenn ich den Browser schon sehe. Wenn ich es nicht besser wissen darf, dann darf ich sagen, das ist der Netscape. Den gibt's schon seit Mitte. Er bezahlt! Mr. Morstel bezahlt! Vergeht's gut! Für die Vollbier Squad Mitgliedschaft und habe die Ehre in den Chat, Mr. Muscle! Scheiße, irgendeine Donation habe ich jetzt wieder übersehen. Kruzifix. Herz jetzt bitte auf die letzten 10 Minuten halt. Schauen wir uns das Video noch. Was ist denn los mit dir? Frau Hirl ist jetzt hier und sauft ein Vollbier. Ich hoffe, das beantwortet für alle Ewigkeit eine Frage. Birger, rappst du eigentlich? Michaela, vergesst gar für deine Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Lieber Chat, ihr wisst, was das heißt. Ich mag schon gar nichts mehr sagen. Rich the Rich 3, der Horbert. Den Horbert schauen wir halt auch nicht mehr an, weil uns die Zeit davon läuft. Aber ich hab so das Gefühl, auf das da habt ihr ziemlich Lust. Und ich ehrlich gesagt, weil es eigentlich wirklich amüsant ist. Ist ja gut jetzt, Leute, ohne Scheiß. Kannst du Drachenlord was kennst du einen Drachenlord aus Altschau? Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber wer kennt bitte einen Drachenlord nicht? Ja? Und wer hat noch nix vom Drachengame gehört? Selbstverständlich kennen. Danach bitte Fabio Wippner mit einer Pisten. Wir schauen mal dieses Video jetzt noch, dann ist 10. Ich übersäge Zeit nicht, Leute. So, zuhör jetzt! Auf mit Donation! Eine der Möglichkeiten, danke, wie man ab heute die Mausseite im Internet findet. Die sogenannte die wdrmaus.de
Homepage. So sieht die aus und hier... Ich kann es nicht hundertprozentig... Flori! Flori, vergiss, wollen wir immer sagen, dass immer ein saugeile Stream und jetzt nur de Guade-Maus. Danke. Danke. Werft euch nicht mehr auf einmal mit so viel Geld umeinander. Das ist ein Wahnsinn mit euch. Das ist ein Wahnsinn mit euch. 240p, das waren noch Zeiten. Also das Video ist von 6. Juli, da ich kann ein bisschen abgefahren, 6. Juli 2008. Also das Video ist schon 11 Jahre alt. Und wie alt dann das Video tatsächlich im Fernsehen ist, das mag ich gar nicht wissen. Und wenn ich es nicht besser wisse, ist das da oben entweder der ganz alte Internet Explorer oder tatsächlich der Netscape. Der zu Hause einen Computer hat und einen Internetzugang, kann sich darauf alles anschauen, was mit der Maus zusammenhängt. Alles, was man auf dem... Da ich ja Mediengestalter bin, allein wenn ich die Internetseiten sehe, weiß ich, dass das Anfang der 2000er ist, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und der Röhrenmonitor sagt schon ist, dass das 2005 und länger her sein muss. Bildschirm sehen kann, sind natürlich Computerdaten und diese Computerdaten sind beim Westdeutschen Rundfunk animierte GIFs auf Internetseiten, wo die Maus so vierer schaut und so. Oder Back to the 90s, oder? In dieser wundervollen grauen Kiste gespeichert. Und diese graue Kiste ist auf der Rückseite mit diesem roten Kabel, was da rauskommt, mit dem Internet verbunden. Ist ja alles prima. Wenn ihr allein schon, jetzt pass auf, gibt dir, ich weiß nicht mehr mehr, wie der Anschluss heißt. Ja? Der da, weiß jemand, warte, ich muss mit meinem Finger so hinfahren. Weiß jemand, wie dieser Anschluss heißt? Der da? Der? Ist es ein Komport? Nein, Komport waren die Kleinen. Wir haben die fetten geheißen. Weiß ich nicht, da habe ich das letzte Mal einen 24 Nadler angesteckt, glaube ich. Und das war Anfang der 90er. Also, dann weiß das Video ist aus der Steinzeit. Wie geil, Alter. Mit dem Internet verbunden. Ist ja alles prima, aber wie komme ich mit meiner Kiste denn da an die Mausseite dran? Mein Computer steht auf meinem Schreibtisch und hat nur eine Verbindung was mit ist dem das für Musik von der Vollbier-Squad-Mitgliedschaft? Die Musik von der Vollbier-Squad-Mitgliedschaft ist ein ganz kurzer Schnipsel aus einem Kollega-Lied namens Was ist denn los mit dir? Leitung legen. Brot musste nicht sein. Serielle, das ist der serielle Hammer. Ja. Das ist eine Kiste da in meiner Herr Pfanzel! I don't feel so good. Aber Herr Pfanzel! Herr Pfanzel, wieso denn? Oh, wir haben ja was vergessen. Ab in den Chat, der Herr Pfanzel, glaube ich, hat sich Taxenbruch oder mindestens einen. Ab in den Chat, Hashtag Gute Besserung! Jetzt, und zwar alle. Und wenn euch übrigens gefällt, was wir mir da tun, lasst so schnell ein Like da, der kostet noch nichts und freut mich wie Schnitzel. Das muss ich mit dem Strom verbinden. Dann einen zweiten Stecker hinten an meinen Rechner dran. Und eine dritte Strippe in die Telefonbuchse. Kabelmäßig alles klar. In die Telefonbuchse. Einfach rein ins Telefon. Dann ist das gegangen damals. Und damals hat man auch gemeint, so, wenn ich mir jetzt 400 AOL-CDs mitnehme, wo drauf steht 100 Stunden Internet gratis, dann habe ich vielleicht 400.000 Stunden gratis Internet. Das habe ich zumindest gemeint mit SIM oder so. Und dass vielleicht auf der CD das Internet drauf ist, hätte ich mir auch gewünscht, aber irgendwie war es nicht drauf, keine Ahnung. Jetzt brauche ich noch eine CD mit einem Programm. Das muss ich auf meinem Rechner installieren. Dieses Programm bekomme ich von einem Provider davon. Wie geil, was, ich meine nicht besser und nix, das ist halt 100 Jahre alt. Wie geiler vor seinem PC, so sitzt doch halt kein Mensch mehr vor dem PC. So richtig so halb scheu, so, ich weiß nicht so recht, was du bist und ich weiß nicht so recht, was ich mit dir tun soll. Ja, und das da ist eine Maus, glaube ich, und wenn man da ganz vorsichtig rumschiebt, dann kann man da irgendwo rumklicken. Und mittlerweile sitzt halt ja jeder da und fuchtelt umeinander mit dem Kasten, dass du nicht mehr weißt, wo der Torwäschel hingen. Davon gibt es viele. Provider heißt Beschaffer, Lieferant. Und der Provider hilft mir dabei, im Internet die Mausseite zu finden. Wie macht er das? Muss jeder, der jemals mit einem Modem im Internet war, und ich war einer davon. Mein erstes Modem habe ich gehabt 2000 glaube ich, ja. Ein 33.3 Modem. Passt schon, vergesst für den Euro, geh aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ganz genau. Erstens das, bis ISDN gab, ja, mit der Doppelleitung. Und mit 5 KB dann in der Sekunden runtergeladen hast oder so. Und hast die gefreut wie Schnitzel. Wer immer gerade eine Donation da lässt, vergeht's gerade, die gebroken. Tut mir leid. Und dieser geile Ton von dem Modem.
Und dann hat sie irgendwann, dann weiß ich noch, 2001, werde ich nie vergessen, wenn wir das erste Mal auf Rock im Park gefahren haben. In der Zwischenzeit habe ich mir ein 56K Modem bestellt gehabt. Und das ist währenddessen gekommen. Ich habe mich so gefreut, heim zum kommen und Counter-Strike mit einem 250er Ping anstatt mit einem 400er zum Spielen. So haben die Alten immer ausgeschaut, wenn sie mit dem PC Kontakt aufgenommen haben. Gut, teilweise schauen sie heute noch so aus. Der Provider hat auch einen Riesenrechner, der mit dem Internet verbunden ist. Alles hinten voller Kabel, man begreift gar nicht, was da vor sich geht. Und dafür, dass er mir hilft, muss ich ihn bezahlen. Weil man sich alles, was da drin passiert, nicht vorstellen kann, spielen wir euch das jetzt einfach mal mit Menschen vor. Der Provider ist sowas wie ein Laden und weil ich das Programm installiert habe, bin ich jetzt bei dem Kunde und jetzt gehe ich zum Provider hin. Moin, guten Tag. Ich hätte gern was aus dem Internet. Schon immer so am Kopf. Das ist, warum haben wir das nicht schon viel früher da einfach uns hergeguckt und miteinander irgendein Bullshit angeschaut? Das ist das Unterhaltsamste, was wir seit Ewigkeiten da haben. Ich krieg Frage, schau dir die Typen an. Und diese geile Vorstellung in die 90er oder Anfang der 2000er, wie die Zukunft ausschaut, dann setzt mir am Kopfhörer mit einer Antenne auf. Gerne. Darf ich mal Ihren Kundenausweis sehen? Na klar. Wenn ich was von meinem Provider will, überprüft er erst, ob ich wirklich bei einem Kunde bin. Dafür habe ich sowas wie einen Kundenausweis, da steht mein Name drauf und ein Kennwort. Ich habe mal Frikadelle genommen. Das kennen Armin Frikadelle. Nur er und ich. Und wenn beides übereinstimmt, dann geht's weiter. Alles in Ordnung? Okay. Hier ist Ihre Wartenummer, die Nummer 4. Die Nummer kriege ich, damit er mich später wiederfinden kann. In Wirklichkeit geht es natürlich alles von zu Hause vor meinem Rechner aus. Da schreibe ich auch meinen Namen rein. Missy bin wieder VOE einsatzbereit. Ihr seid der geilste Kommuniziert. Es gibt Shoutout. Und Hashtag. Shoutout und Raute. Merci, Alter. Merci, Alter, merci, Alter, merci, Alter. Du weißt es eh, was es ist. Herr Geibefi, Birger, ist es der Uropa? Nein. Mein Uropa, den habe ich nie gesehen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was er da tut. Lustigerweise muss ich feststellen, es ist eigentlich sogar gar nicht schlecht erklärt. Merci, merci, merci. Wer immer da schon wieder mit Geld wirft, hören wir jetzt auf mit Geld zum Werfen, es ist ja bald geil. Es ist ziemlich interessant erklärt, Fei, um ehrlich zu sein. Auch wieder Frikadelle in dem Fall. Frikadelle. Frikadelle 1, 2, 3. Auf eine Taste. Damit sage ich meinem Computer... Die gute alte Zeit, da wo man nur so auf Enter drücken hat können. Ohne dass der LED-blinkende Kack-Scheiß-Tastatur kaputt geht. Bitte sprich mit dem Provider. Da kommt er. Kann nicht sprechen und auch nicht telefonieren. Und jetzt wird es ohnmächtig. Das übersetzt meine Anfrage in hörbare Töne, die der Provider entschlüsseln kann. Dann passiert genau das gleiche wie eben. Mein Name und mein Kennwort werden überprüft. Merkt nichts von. Dann kriegt mein Rechner eine Wartenummer und dann fragt der Provider, was ich will. Was darf es denn sein? Ich hätte... Da gerade jemand dazwischen schreibt so, Kollege, ist voll der Spaß. Ja. Deswegen hat er auch ungefähr 6-0 mehr am Konto wie wir alle miteinander. Die Homepage von der Maus. Alles klar. Warten Sie einen Moment, ich rufe Sie auf. Sie haben die Nummer 4. Jetzt fängt der Provider an zu arbeiten und ich kann nichts weiter tun, als zu warten. Der Provider findet mich wieder, ich habe die Wartenummer 4. In Wirklichkeit bin ich natürlich nicht im Laden, sondern mache das an meinem Rechner. Ich spreche nicht mit dem Provider, sondern ich gebe den Namen ein, was ich suche. Da steht zwar Adresse, aber trotzdem muss ich einen Namen reintippen. HTTP sagt, um welchen Teil des Internets es sich handelt. www.wdrmaus. ist der Name des Rechners, wo sich die Mausseite befindet, und de sagt, dass der Rechner in Deutschland angemeldet ist. Und diese Anfrage übersetzt das Modem genau wie eben wieder in diese hörbaren Töne. Jetzt weiß der Provider, was ich sehen will. Er weiß, dass die Mausseite auf irgendeinem Rechner in Deutschland steht, aber er kennt noch nicht seine Adresse. Und deswegen schreibt er sowas Ähnliches wie einen Brief. Eine Nachricht zur Auskunft. Diese geile Scheiße. Diese Und weil er die Adresse des Rechners nicht kennt, schickt er jemanden zur Auskunft. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man zum Beispiel mit dem Herrn Schmitz telefonieren will und weiß seine Telefonnummer nicht, dann ruft man die Telefonauskunft an, dann kriegt man die Nummer. Und beim Internet, wenn man da die Adresse nicht weiß, ruft man die Internetauskunft Ich weiß weg, Bombengeil, nehmen das auf und ich krieg einen Anfall, Leute. an und die sitzt in Frankfurt. Aber gut, du vergesst wieder den Euro. Nice, dass ich endlich einmal ins Stream sehe. Und was passiert da drin? Nice, dass du endlich einmal zuschaust und so, habe die Ehre. Ein Typ säße, der alle Adressen, alle Rechner, die es in Deutschland Der arme Typ, warum hat er einen Steuerhelm auf? Aha. Neue Adresse. Der Auskunftsmann schaut dann in seinen Karteikästen nach und sucht die richtige Adresse zum Namen der Maus-Homepage. Die eigentliche Adresse ist eine Zahlenkombination. Warum ist das so? Computer können nur mit Zahlen umgehen. Wir Menschen können uns natürlich leichter einen Namen merken, also eine krumme Zahlenkombination. Und deswegen verknüpft der Auskunftscomputer
den Namen mit der richtigen Zahlenkombination und schickt Friedhof, die vergesst zurück gut, zum die Provider. Die nacke dein Beutel noch zeilenweise auf. Wenn der die Adresse hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Da wo du mit dem Fappen schon fertig warst, da war das Beutel noch nicht einmal gelohnt. Oh ja. Wenn das eine Seite ist, die häufig angefordert wird, hat er sich davon eine Kopie. Und wenn es fertig gelohnt war, oder man selber fertig war, dann hat man gewartet, bis fertig gelohnt ist und hat es nur ausgedruckt. Braucht keiner was anderes sagen. Keiner braucht was anderes sagen und teilweise hat man es sogar in der Schule verkauft. Gemacht und kann den Kunden direkt von seinem Laden aus bedienen. Am höchsten im Kurs war übrigens Gina Wild 4. Hat er nicht gesagt. Das ist aber eine neue Seite und deswegen kommt Möglichkeit Nummer 2. Er muss sich die Mausseite aus dem WDR-Rechner besorgen und schickt eine neue Nachricht. Eine Nachricht zum WDR-Rechner. Der Provider weiß jetzt, wo er die Mausseite findet. Die Nachricht ist auf dem Weg, sie weiß auch, wo sie hin muss, aber noch nicht den besten Weg dahin. Deswegen ist sie unterwegs immer darauf angewiesen, dass das ist eigentlich ziemlich cool erklärt eigentlich. Da musst du lang. Das sind Computer, den nennt man Router. Das ist sowas wie Wegweiser. Und noch eine andere Funktion haben die. Wenn irgendwo mal ein Rechner abgeschaltet ist oder wenn eine Leitung zusammengebrochen ist, dann leiten die rum. Birgit, vergesst wieder nicht, den Squad-Song gibt's von Nachtblut. Metal und bei mir hängt schon wieder alles zu fix. Also ich hoffe, dass der Stream einigermaßen geht. Oder die Nachricht. Danke dir. Da geht's nicht lang, da ist die Leitung zusammengebrochen. Das ist dann zwar ein Umweg, aber trotzdem die schnellste Möglichkeit. Und so kommt es, dass obwohl ich und der WDR und der Provider alle in der gleichen Stadt, nämlich in Köln sitzen, dass meine Anfrage nach der Mausseite unter Umständen einen riesigen Umweg, meinetwegen durch ganz Deutschland machen muss. Aber das ist eben das Internet, weil alle Rechner miteinander verbunden sind und es unendlich viele Wege zum Ziel gibt. So sieht übrigens so ein Router aus, der meine Anfrage durchs Internet führt. Und schließlich ist sie beim WDR-Rechner angekommen. Der erkennt jetzt, dass ich, Armin mit der Warte Nummer 4, gerne die Maus... Das sind ja meine How-Tos ein Scheißdreck dagegen gegen das. Ich muss ganz anders an die How-Tos herangehen. Ich muss mir vorstellen, dass mein Publikum lauter Dreijährige sind. Und wirklich erklären, so wie die das machen. Da bin ich, Amateur, bin ja ich da. Das ist ein Wahnsinn. Homepage sehen möchte. Und dann kramt der Rechner in seinen elektronischen Daten rum, stellt alles zusammen, was zur Maus-Homepage gehört, macht davon für mich eine Kopie und schickt die zurück an den Provider. Schreibt außen drauf, das ist für Armin Warte Nummer 4. Danke und tschüss. Auf geht's. Wobei der sagen muss, ob diese ganze Geschichte da hier, ich bagel den Brief da, eine Anfrage hier, dann rennt es da irgendwo umeinander und was weiß ich was alles, ob dieser Kind, also ich sage jetzt mal wirklich zwischen 5 und 8 wirklich checkt, ob da nicht einfach das Diagramm, so wie er es da jetzt macht, mit dem Stift und so, dann passiert da das und dann das, Signal da. Ich weiß nicht. Diese Homepage läuft jetzt über das Internet wieder zurück zum Provider. Bedeutet aber nicht, dass sie auf dem gleichen Weg zurückkommt, sondern sie kann unter Umständen einen ganz anderen Weg gehen. Durch dieses riesige Spinnennetz von Computern und Datenwegen. Hauptsache ist jedenfalls, dass sie irgendwann bei wie geil er läuft. So ein geiler Name-Up-Chill. einem Provider ankommt. Und weil da die Nummer 4 draufsteht, kriege ich jetzt endlich meine Mausseite. Bitte sehr. Ah ja, danke. Und tschüss. Auf Wiedersehen. So, nun habe ich sie endlich. Meine Mausseite, die Homepage von... Und er hat es auch ausgedruckt. Suspicious. der Maus. Und die ganzen Geschichten mit dem... Herr Pfatzl! Erklär mir die Dreijährigen, die uns aufbauen. Nein. Am Dreijährigen, der uns Mir hat halt, merci dir, mir hat halt schon ein Mann zusammengeschissen. Mir hat halt schon ein Mann von einem Fan zusammengeschissen. dass ich so primitive Sachen mache und mich nicht schämen. Da kann ich irgendeinem Dreijährigen zum Aufbau erklären. Das ist schon wieder eine Donation gewesen, die nicht okay mehr ist, aber vergeht's gut, sie ist leider kaputt. Im Laden, wo man hingehen muss und mit den ganzen Gängen, durch die da die Leute flitzen. Das haben wir uns nur ausgedacht, um euch in etwa zu zeigen, was da so alles im Hintergrund passiert. In Wirklichkeit geht es natürlich alles von zu Hause aus, vom eigenen Rechner und geht ganz schnell. Das Ganze passiert eigentlich in wenigen Sekunden. Wenige Man muss nur Sekunden, den Namen eingeben und alles andere machen die Computer untereinander aus. Die Verbindung aufbauen, die Adresse rausfinden, die Nachrichten verschicken und kopieren.
Wenn dort steht Website gefunden. merke nur, dass in ein paar Sekunden die Mausseite bei mir auf dem Rechner ist. Jetzt gibt es aber noch was Besonderes. Da sind so manche Bildchen drin, auf denen was zappelt. Und jedes Mal, wenn man da draufklickt, geht das gleiche Spiel von... Ja, die Bilder zappeln. Das war der eindeutige Beweis, dass dieses Video aus den 90ern ist. Vorne los. Hinter jedem dieser Zappelbildchen warten nämlich noch jede Menge Überraschungen. Aber Herr Holberger! Jetzt nicht verraten. Das könnt ihr ab jetzt alles selber ausprobieren. Wie geil, Alter. Das ist wirklich... Jetzt kann ich so ein bisschen verstehen, warum das vielleicht mehrere YouTuber machen. Ja, sie Videos anschauen und sie mit der Community miteinander was anschauen. Bist mit... Was bist du mit meinem Akzent zusammengeschissen, wo an 4... Nicht Akzent, mit meinem Dialekt, Herr Pfanzl. Mit meinem Dialekt bin ich zusammengeschissen. Da bin ich sauber zurechtgewiesen worden. Der Kamas 44 schreibt, Servus, schöne Grüße aus Landau an der Isar. Weißt du, was der Isar? Schöne Grüße aus Landau an der Isar. Ebenfalls. Der Herr Oberlandler, du bist ein Klebestift. Du bist ein Klebestift. Göttlich, Leute, göttlich. Super, super gut. Super gut. Passt schon jetzt. Vergeht's für den Euro. If Google was a guy. Das dann gerade noch passen und hat gerade 2 Minuten. Ja, if Google was a guy. Ja, das ist eigentlich schon krass, das einmal zum Singen. Oder sich zurück zu erinnern, wie das ist, wenn man damit groß geworden ist. Ja, ich habe wirklich das Internet, wie das dann mal für die mehreren Massen verfügbar war, habe ich es wirklich von Tag 1 angehört. Wie alt war ich da? 12. Mit 12, glaube ich, habe ich Internet gekriegt. Das war 1998 oder so. Tja. Freunde der Sonne, Pommes! Das war wirklich ein... Leider Gottes ist Tomb Raider nicht gegangen. Ja, hat er keine Tipps gegeben, keine Fegel. Dafür lustige Videos. 2, 3, 4, 5. Das fürchte ich, werden wir öfter machen, weil das unfassbar viel Spaß macht. Das werden wir öfter machen, wenn wir mal nicht wissen, was wir da sind, dann hauen wir einfach Plätschmalz rein und schauen wir uns Kram vor. Und ich würde sagen, vielleicht, ich sage immer nur vielleicht am Freitag. Ja? Freitag vielleicht, weil mir immer noch Leute schreiben, warum musst du keinen Stream geben? Vielleicht gibt es am Freitag einen, wenn ich Zeit und Lust habe. Ein Crossbot, vergesst nicht, wenn Zwickel. Bitte kennst du schon Dick Figures Rollenspiel? Woher kenne ich den Titel? Woher kenne ich das? Bin mir nicht sicher. Du meinst wahrscheinlich aber Stick Figures. Und nicht Dick Figures. Verdammte Autokorrektur. Bloß die Frage ist, warum schreibt die Dick anstatt Stick? So. Vielleicht am Freitag, wenn ich Lust habe und auf die Nacht Zeit habe. Kruzifix! Ja, geil. Wen interessiert Ajax und wen interessiert Juve? Ernsthaft! Wir sind mal wieder Holländer und Italiener! Weiß ich nicht. Du hast im selben Jahr Internet gekriegt wie ich. Mein Leid, ich sag, ich mach in 30 Sekunden mal. Kauft euch heute ein T-Shirt. Ja, denn gut Nacht dir. Das war mit Sicherheit der Pfanzelt. Wie auch sonst. Gute Nacht dir auch. Vergeht's gut. Ich schaue jetzt trotzdem noch schnell nach. Er läuft bei mir. Ja, wir fliegen dann von Frankfurt los. Ins World Trade Center. Bester Random Humor seit langem. Vielen Dank für das Video, wer immer das geschickt hat. Ich weiß nicht mehr. Der läuft freilich weiß ich, der läuft bei mir was. Nein, war nicht der Pfeil, es war der Flori. Es war der Flori mit Ja dann gute Nacht. Ist ja gut jetzt. Zum Abschied nochmal eine Klonspende für am besten YouTuber. Zu viel. Was war denn halt Minimal Tassischer Clan los? Minimal Tassischer Clan los? Oh ja, Tassi war da. Du, der ist in der Arbeit, der hört bloß zu. Ja, außerdem... Ich weiß nicht, wie soll ich denn sagen? Es ist doch eh schon wieder so fake, wenn halt das eh schon eine Frechheit ist eigentlich. Das eigentlich eh schon eine Frechheit ist. Vielen lieben Dank, Leute. Ganz ehrlich. Wir heute jedes Mal, aber jetzt wollen wir mal den Emo-Scheiß mal ein bisschen weniger bringen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Das bringt ganz, ganz, ganz furchtbar viel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das haben wir so noch nie gemacht. Wenn ihr am Montag nicht kommt, dann habe ich einen Strike gekriegt. Dann mache ich euch dann aber ein Video dazu. Wird nicht das erste Mal, aber dann hilft es auch nicht, dann streamen wir halt nur noch auf Twitch. Es war lustig. Das werden wir öfter machen.
am Montag um 8 Uhr geht es mit Tomb Raider weiter. Habe ich gucken müssen, Verzeihung. Ich hoffe zumindest, ich werde mich mal ein bisschen damit befassen, warum das da so umeinander legt und verpixelt und so weiter. Aber es hat jetzt geheißen, die letzte Stunde war alles okay. Ich hoffe, dass es am Montag wieder funktioniert. Vielleicht habe ich am Freitag Bock auf Sekiro. Schauen wir mal. Mag ich aber noch nicht versprechen. Am Montag auf alle Fälle ab 8 Uhr wieder. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich schleiche mich jetzt ins Bett. Und dann sehen wir uns in Freshness. Ich wünsche euch auch schon mal vorab ein schönes Wochenende. Und ja, dann da die Song. Schleicht euch! Tutsi fix ins World Trade Center. Ball, Pommes, Monster, Arsch. Du bist ein Klebestift. Du bist ein Klebestift. Oh Gott. Habe ich dir.